Geht dich da schon los? Hallo? 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 Grüezi, fix, was ist denn da schon los, bevor ich überhaupt da bin? Was stimmt denn nicht mit euch? Habe... Michaela Vlog, Traumtänzerin, Smurfin, der Tobi, der Weilbaum, der Cybergamer, der Herr Scher, der Real-Life-Player, der Liffy, der Incredible, der Herr Janssen. Los geht's, los geht's. FC Bayern, wahre Liebe. Habediere, Martin Steiner, Herr Weikel, Herr Maurer, Herr Dritt, der Herr Dampfexpress. So, ich hoffe, dass die Musik im Hintergrund nicht zu laut ist. Ich bin mir nicht sicher. Hört man es überhaupt? Ich hab's vorher als Oberdraht. Moment, das werden wir kurz überprüfen. Dann geht unsere Begrüßungsorgie weiter. Sekunde. Moment. Also, Moment, das werden wir kurz überprüfen. Dann geht unsere Begrüßungsorgie weiter. Sekunde. Habe ich mich doppelt gehört. Aber das ist egal. Das ist alles nicht so tragisch. Da können wir wieder ein bisschen lauter machen. So, passt. Das Sebi. Fettfotzen Radlwurst. Habitiere. Schöner Name. Der Amoxuf. Schöner Name. Herr Mittermeier. Frau Kurt. Um Gottes Willen, oder wer sollte denn das lesen? Leute? Kannst du mir das sagen? Der Herr Zott, der Herr Kauner, der Herr Judex, Michaela nochmal, der iPyro, der Herr Schmid, der Herr Zins, der El Haso, der IMN, der Herr Weichselgartner, der Herr Neverfull. Neverfull, das ist aber ein Scheißleben, wenn du Neverfull bist. Der Herr Schüren, der Herr Körfer, der Herr Duschel, der Herr Kraukasse, der Herr Lipp, der Herr Ex, der Herr Redox, der Herr Talgen, der Herr Metzger, der Herr Grausmann, der Herr Spades. Was ist das jetzt? Haben wir mich schon durch? Das kann ich nicht glauben. Hallo? Frau Weizer, der Stefan, die Frau Reiter, der Herr Weilbaum, der Herr Herbst, der Herr Ordner, der Herr Rhein, der Herr Amoxuf, nochmal schon wieder. Der Herr Ginz, der Herr Dr. Rick Holzler, der Donkey, der von der Horn, der, Stefan HD Backfisch. Also HD Backfisch. Backfisch. Der Herr Anibas, der Killerkeks, der Bosch. Wir haben nicht mehr fertig heute, habe ich schon gesehen. Der Herr Buschmann, der Herr Eckel, der Herr Schertl, der Herr Kimgau, der Herr Nick, der Herr Wolf, der Fabian, der Basti und Fettfutzen. Hauptsache Fettfutzen hat das letzte Wort. Das ist wichtig. Da steht's. Schaut's her. Da. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie geht's euch an diesem wunderschönen, etwas zu heiß geratenen Freitag, Spätnachmittag, heute ausnahmsweise mal. Wieso, weshalb, warum? Fragen Sie jetzt wahrscheinlich die meisten, wieso nicht schon um 2:30 oder um 2, wie sonst das normalerweise ist. Ganz einfach, Morititz! Das Video anschauen, was ich da in FB geschickt habe. Herr Morititz, das werde dann, Moment. Ich bin vorher mit alle Nachrichten durchgegangen. Also alle meine Facebook-Nachrichten, und das sind echt fake gewesen, weil ich 2 Tage nichts anderes da habe, wie im letzten Stammtisch-Video alle Fragen beantwortet. Und ich glaube, das waren 1400 oder so. Und ja, ich habe 1400 Kommentare geschrieben. Dann sagt noch mal einer, ich streng mich nicht an. Ja? So, jetzt pass auf. Wieso läuft überhaupt da der Stream? Den mag ich noch nicht. Herr Eichinger! Wieder du, haut's eng eine Hashtag-Muskatnuss. Erst einmal Morititz, vergesst gut für den Zwickel. Herr Eichinger, merci für den Zwickel 29. Hashtag Muskatnuss! So. Ich glaube, ich habe sogar Muskatnuss noch irgendwo umeinander liegen. Warte mal. Ist nicht mehr da. Ich habe gestern oder vorgestern zusammengerammt. Ausnahmsweise. Mit einmal im Jahr muss man zusammenrammen. Muss einmal sein. Jetzt pass auf. Nachrichten. Ich habe keine Nachrichten. Ich habe vorher alle meine Facebook-Nachrichten bin durchgegangen, beantwortet, hat mir die da hingeschoben. Ich weiß nicht, wer ist denn der Morititz? Weißt du auf Facebook auch Morititz? Weiß ich nicht. Wen muss man es nochmal schicken? Der Tauschtor fragt, warum heute so spät? Stimmt, das wollte ich euch erzählen. Und zwar hat mir ich nämlich gedacht, ich merke immer so, wenn wir streamen, so von 2 Nachmittag bis um 4, 5, dass so in der letzten Hälfte viel mehr Leute da sind. Wie am Anfang. Wenn man denkt, vielleicht liegt das ein bisschen mit der Tageszeit zusammen, das war ja früher bei uns im Geschäft so, dass alle immer so um 3, 4 Uhr Killerkeks! Ho hast du wie Fleischbassen kauft und der Grillozent. Hast du wieder Fleisch? Da wird der Fleischbatzen gekauft und der Grillozent. Schön, wenn alles die Wurst ist. Wie geht's weiter? Weiß ich selber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo waren wir? Und ein bisschen trommeln. Trommeln ist okay. Wenn dir nichts mehr einfällt, Memo an mich selbst, trommeln. Wird Kongo, das beste N-Wort darf man ja wieder nicht sagen, dann sagen wir Nasenbohrer, haben wir ausgemacht, wird Kongo Nasenbohrer, so.
Kongo-Nosenbohrer ist übrigens ein schönes Wort. Werde ich mir gleich in meine Blätter Herin-Listen mit aufnehmen. So, jetzt pass auf. Da ist der Morititz. Ihr habt die schon. Das Gasmaß-Video, ja. Das kennen wir uns. Ich weiß nicht, was der Bayerische Rundfunk hat. Gut, sie fix jetzt. Mr. David! Bei mir heim Fotzenberache geschrieben wegen an Video. Sagst du, ich hab heute, Mr. David, erstmal vergeht's gut für deinen Fünfer. Zweitens, ich hab heute sehr viel Leute zugeschrieben über Facebook, weil ich es heute erst geschafft habe, weil ich, wie gesagt, die letzten 2 Tage nichts anderes da hab wie unter Stammtisch-Video, das am Mittwoch gekommen ist, wirklich jeden Kommentar zu kommentieren. Und ich hab jeden Kommentar kommentiert. Außer es haben in die letzten 20 Minuten wieder einer nicht. Herr Kulzer! Habe die RRT, du geile Sau. Habe die Duang, Kind Mai Babykurschild, IG frei mi Show. Ich mach mal dann gleich im OIA Wiener Schnitzel. Ja, grüezi fix, Alter. Haben wir wieder da so weit, oder was? Auf FB. Mr. Momo, Mr. Kulzer, vergeht's gut. Bin der Momo H auf Facebook. Momo H, ich hab die schon. Ich hab links da auf einem anderen Monitor, hab ich Facebook auf. Werden wir uns anschauen. Grüezi fix, Alter. Und Kugana über Moang noch denkt. Und keiner übermorgen noch denkt. Wo er recht hat, der Killer Keks, hat er recht. Keiner übermorgen noch denkt. Wie geht's dann weiter? Weiß ich auch nicht mehr. Es ist ich kann meine Texte schon gar nicht mehr auswendig. Aber man vergebe mir, das Lied ist auch schon 3 Jahre alt. Es geht übrigens über das Lied, das ich gebaut habe, heißt Captain Faulsack. Wenn es interessiert, dann könnt ihr es gerne mal anschauen. So, wo waren wir? Herr Kulzer, vergeht's gut. Und vielen herzlichen Dank für deinen Einkauf fürs Babycore-T-Shirt. Auch übrigens an alle anderen. Mr. Maniac! Vergeht's gut für den Zwickel 29! Aber Nachricht hast du keine geschrieben. Hättest du eine Nachricht schreiben können, schon, ja? Aber trotzdem, vergeht's gut. Dann füge ich für die deine Nachricht ein. Habe ich Drittbürger, schöne Grüße aus Österreich. Ich habe einfach bloß Kronen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Kinder, es geht schon wieder zu, wenn wir knapp 300 Leute. Ich bin noch keine 7 Minuten, bin ich jetzt online. Ja, das wird ein langer Nachmittag heute. So, was mir ein bisschen stört ist, ich hab da herum, ich glaube, ich hab mit meinen alten Tagen noch mal einen Pickel gekriegt. Sagt mir das. Sagst den Pinken da. Ja, ich kriege ja Bosheitshändel, kriege ich da raus. Das ist, das kriegt man dann, wenn man so viel schalten muss den ganzen Tag wie ich, wenn sich die Leute verhalten wie die letzten Vollidioten. So, jetzt aber, vielleicht habe ich jetzt einmal schnell Minuten zum Schwatzen. Merci an alle, die sich ein Babycore-T-Shirt gekauft haben. Ich glaube, es war sogar ein Mädel dabei. Und an die geht ein ganz, ganz besonderes Special Greets an die Dame, die sich wirklich ein Tanktop gekauft hat mit der I Love Babycore drauf. Weil ich mir gedacht habe, wenn das ein Mädel anzieht, dann schafft man es vielleicht irgendwann endlich einmal Veganer zum Triggern. Das war wirklich geil. So, jetzt pass auf. Was sagt er? Wie geht's am Katzbrocken und am Mietsbatzen? Ich glaube, die haben alle nicht da, die haben alle draußen. Heute ist es wieder zu schön. Heute ist das Wetter zu schön. Ich glaube, also der Mietsbatzen, der war vorher einmal irgendwann da, der ist draußen auf der Terrasse oder Suffbeidel angespielt. Was hilft gegen Bierschiss? Der Stopsel von der Bierflaschen. Vergeht's gut für dein Zwickel. Ihr seid so kaputt, Leute, ohne Scheiß, ich hab keine 5 Sekunden. Gut, sie fixen. Herz hört jetzt auf, Alter, was ist los? RRTI Bimsen Amoi. Merci. Schöne Grüß aus Oberösterreich. Liebe Grüß aus Niederbayern. David, ohne Scheiß, aber 2 Stelle. Gut, sie fix jetzt. Alter, Herr. Find I Guard den 16. Uhr Start. Konnt ihr endlich MOI live dabei sei. Dafür erst MOI Aglones Trinkguid. Ich habe... Herz, hört auf jetzt! Also, an Simon Lipp seine Spende sehe ich noch. Vergeht's gut, aber bitte werft's nicht mit die 2-stelligen Zahlen umeinander, das braucht's nicht. Aber selbstverständlich, vielen, vielen herzlichen Dank. Leider Gottes habe ich jetzt die Twitch-Donation nicht gesehen, wer das war, und habe auch kein Wort verstanden, was mir derjenige sagen wollte. Es tut mir leid. Es tut mir ja leid. Herr Lipp hat geschrieben, jetzt pass auf. Erstmal vergeht's gut für deinen 10er. Finde ich gut. Den 16 Uhr Start kann ich endlich einmal live dabei sein, dafür erst einmal ein kleines Trinkgeld. Ah ja, okay. Gut, sie fix. Habe vergeht's gut. Leute, ohne Scheiß, jetzt lasst mir wieder mal was für 10er wegen. Ich muss irgendwas tun für mein Geld. Hallo? Der Grütze fix, Mann. Also noch vergeht's gut. Grütze fix, Alter. Hat sie deppert?
Also ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Habe ich schon wieder schlechtes Gewissen. Herr Lipp, so, nochmal. Finde ich gut, den 16 Uhr Start kann ich endlich einmal live dabei sein. Dafür erst einmal ein kleines Trinkgeld. Merci. Schöne Grüße noch. Weiß ich nicht, hast du nicht dazu geschrieben. Da waren wir. Da waren wir auf alle Fälle. Also wir waren da. Gut. Smurfen! Geile Leid. Geile Community. Hashtag hart erkannt. Hashtag Bildersquad. Hashtag Dara Ufan. Paulaner Spezi. Hashtag. Ich hab was nice. Hashtag MiAishoas. Hashtag Schwitziwitsche Schwitz. Hashtag Hoas. Hashtag Hoas. Hashtag Gelseschluss. Hashtag Schwitze, Schitze, Witzel, Schnitzel. Was? Merci dir. Oh Mann, kleiner. Um Gottes Willen, Alter, jetzt. Ach, Kinder, ist ohne Scheiß, was ist denn Grüße das? vom Wurstdreschen. Habe dritt! Was vom Wortdreschen? Du bist schon wieder am Wortdreschen. Thomas 1, 2, 3, 4, das hast du mir letztes Mal schon gesagt und dann warst du in der Lage, dass du mir ein Beitel schickst. Bitte schick mir noch mehr Beitel, weil das zeige ich her. Kleid, ich bin mir sicher, dass du fein nämlich nicht glauben, dass du gerade beim Wortdreschen bist. Bitte schick mir noch mehr auf Facebook ein Beitel und vergeht's Gott für deinen Zwickel. Vielen, ohne Scheiß, Leute, vielen herzlichen Dank, was soll ich denn sagen? Hashtag Schwitzi, Schwitzi, Schwitz. Vielen herzlichen Dank, aber ich darf euch so gern was verzeihen! Habe DRRRRT schöne Grüße aus Watzling. Habe dit zurück, vergeht's gut für deinen Zwickel hier mit der Meier und grüß nach Watzling aus Landau. Kruzifix, Leute, und Scheiß, jetzt ist gut. Ja, ist gut. So. Ja. So, da muss ich jetzt erst einmal die Kruzifix. Jetzt bin ich seit 11 Minuten da. Wenn ich jetzt nicht ausschalten darf, hätte ich einen Stundenlohn von 800 Euro. Vergeht's gut, Leute, ohne Scheiß. Es reicht jetzt. Es ist gut jetzt. Imam ist in meinem Keller und hat gesogt, als war da an Zwickelschickade. Deine Mama ist in meinem Meine Mama meint's gut mit mir. Meine Mama ist eine nette. Die schaut auf mich. Vergeht's gut für deinen Zwickel. Du dadiat da und du dadiat da und du da dadien. Herr Kulze, vergeht's gut. Da da und da dadieren. Und dreimal hintereinander, da hat mir übrigens jemand gefragt danach, wie lange ich da geübt habe. Da muss ich nicht üben dafür. Hat man vielleicht gerade gehört, da und da dadieren. Und ansonsten, wenn du Bayerisch lernen möchtest, haben wir ja auch gelernt am Mittwoch, dreimal hintereinander, blutige Hähnerkrebs. Dann kannst du, also wenn du das nicht kannst, dann sagst du einfach, habe dritt und passt schon. Mit dem kommst du durch ganz Bayern durch. Du immer was du möchtest und das ist das größtmögliche Lob in ganz Bayern. Passt schon. Keks! Chance, halt gibt's nix. Ich friss mein Mikrofon, ich schwör's dir! Vergeht's gut! Leid! Fuck! So, haben wir's jetzt. Kann ich jetzt vielleicht endlich irgendwie einmal halbschaurig erklären, warum wir mir heute erst um 4 Uhr anfangen? Ganz einfach, wie es der Herr Lipp vorher schon geschrieben hat. Nochmal vergeht's gut für deine Donation übrigens. BBQ wurde Asteroide über Facebook geschickt. Achtung! Vergeht's gut! Nein, ich kann's nicht lesen! Wenn sie alle kein. Was? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vergeht's gut und nochmal vergeht's gut und jetzt passt's auf. Jetzt zeige ich euch schnell das Battle. So. Das ist vom Thomas 1, 2, 3, 4. Also ich meine, es kann natürlich ja jetzt Battle sein von irgendeinem Heidrescher, was weiß ich. Da Kanape Haxen. Schönes Wochenende an alle. Herr Kulzer, merci. Herr Straubinger, merci. Ja, ich kriege O3 Cannabis-Hacks. Ich habe das Gefühl, dass das DRRT-VR-Schwanzvergleich ist. Tut mir leid, aber Servus BILGER habe. Habe, servus. Ja, sie hat das dritt nicht vorgelesen. Dann machst du die. Habe dritt. Mein Moin, ich kriege einen Vogel. Dere Schiene Griers aus der Freiunger Richtung. BIS der Komoda-Typ. Grüß zurück. Ich drehe mich nur wegen im Kreis. Dere. Ich glaub, du darfst halt nix verzählen. Hab ich auch nichts dagegen. Verzähl's mir immer. Vergeht's gut. Flo, merci. Flo, der andere hat Moritz Koska.
Was soll denn das hinführen, Leute? Was ist das denn? Was ist denn das? Ich kann nicht sprechen, ich würde so gern. So, jetzt passt so auf. Nochmal, Thomas 1, 2, 3, 4 hat mir das Battle da zugeschickt. Es kann... Grüße zum Mikrofon dazu. Grias aus London. Den brauche ich nicht! Gescheidsbier. Den brauche ich nicht! Scheiß auf den scheiß Blobschutz! Merci, grüß nach London. Was weiß ich, warum denn aus London? Leute schauen aus London zu. Was stimmt denn mit euch nicht? Was ist das denn? So, jetzt muss ich das wieder auf, aber sonst explodiert das Mikrofon. Hab ich gehört, wie geht denn das? Wo hab ich mich eingebissen? So, jetzt ist lauter Säufer droht. Habt's einen Dreck. Kann ich mir ein Neues kaufen? Gut. Servus, lasst es euch gut gehen und Herr Hippe! Lang nicht mehr gesehen, vergeht's gut. Also ernsthaft. Euder bist der Pet des Wiener Heizet Mittag grenz genial. Was, das Wiener, die gehen mir davon aus, das war Schnitzel. Vergeht's gut, Alter. Also gut, sie fix, oder was ist denn los mit euch heute? Mi zum Auto, ich fahre euch an. Herr Amoksuff, Alter! Merci für den Euro, aber man fährt nicht psuffen. Ganz wichtige Nachricht, wenn ich euch irgendwas lernen kann. Psuffen von schlecht. Psuffen von schlecht. Ich wiederhole. Psuffen von schlecht. Aber, wenn es euch besser hilft, der fährt, wird immer daheim lassen. Wer einen Fahrer macht, hat verloren, Kinder. Wer einen Fahrer macht, hat verloren. So schaut's nämlich überhaupt aus. Ne? Wer fährt, hat kein Geld zum Saufen. Kruzifix, Alter, jetzt ist aber echt gut. Hör damit. Spilga IHED ganz dringende Bitte an die und zwar noch bitte um Himmelswöhne hau. Tu Speck, weil wenn Ino OAMOI an Preisen seht, der er an Speck MID Gobe und Messer frisst oder Iva ba an Speck OW anogt wie IAA Ölte Kirchenmaus don Griak I an Schlockenfakt. Erst einmal vergelt's gut für deine 15 Euro. Ohne Scheiß 15 Euro. Ihr müsst, bitte werft's nicht mit den zweistelligen Beträgen umeinander. Bitte, natürlich sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. How to speak. Das glaubt ihr, hast du mir das nicht sogar geschrieben? Was ist du? Bin mir nicht sicher. Kann ja möglich sein. Das hat man nämlich schon mal geschrieben. Da waren noch ein, zwei andere How-Tos dabei. Stehen auf der Liste. Antivirus. Vorbei auf den Heißel onanierst. Jo. Anführungszeichen. Macht's Spaß. Jo, nimm deinen Eigner. Merci. Frisst Leberkas mit Ketchup. Direkt Burgforzen. Alter. Ich hau Madedog an Ziam auch setzt. Kim SDMUI war bei noch Oberösterreich auf a Guardstempel. Oh, da brennt jemand selber noch mehr. Das waren auch 15 Euro. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Jetzt hört's bitte schön auf. Ja, also ernsthaft jetzt. Es reicht. Es ist genug. Es ist jetzt genug. Du setzt dein Obstler selber, oder? Was tust du da? Nachts ist es kälter als draußen. Ja, das liegt da drauf, weil Storner bei Licht so schlecht fliegen. Was? Merci für dein Zwickel, Herr Herbst und Mr. David. Auf Oberösterreich. Oberösterreich ist gar nicht so weit weg. Auf einen selber brennenden, da kann man mich schon einmal aus dem Dings hier locken. Ich habe aber einen anderen Vorschlag. Wenn wir mir Fan-Treffen machen, dann nimmst du ein Miet. So schaut's nämlich aus. Es ist nämlich eine, wie soll ich sagen, ja, kein Geheimnis mehr. Ein Fan-Treffen wird kommen. Ja? Fan-Treffen wird kommen und zwar im September, wenn's, es ist noch nicht 1 Million prozentig, aber sehr sicher. Und zwar hat man Folgendes überlegt. Da ich ja mit dem Chris, mit dem Zeichner vom Trachtman, relativ bare bin, hat er mich eingeladen auf die Comic-Con in München. Die ist von 15. bis 17. September. Wenn jetzt wieder irgendein Schlauberger daherkommt, das heißt Minger, dann sage ich, das weiß ich selber. Ich sag's bloß, damit es ja jeder versteht und nicht Minkhofer oder Mingham oder sonst irgendeinen Scheiß versteht. München, meine Damen und Herren, okay? So, die ist vom 15. bis 17. September oder 15. bis 16. September. Und am 15. werde ich da sein. Und zwar am Stand vom Chris. Wir haben es so nicht im Detail besprochen, wie das ablaufen wird. Aber wie wird das ablaufen, wissen wir eben noch nicht, aber ich werde auf alle Fälle da sein.
Herr Eichinger, geht's gut? ist keine Idee, Schuffli, aber rumgegangen. Was? Nein, es ist keiner, weil die Schaufel über heimgingen. Okay. Aber wenn es drin heller ist wie unten, dann ist meistens rechts oben der Ventilator zu krass. Wenn man nicht aufpasst. Und bevor was passiert, schickt man lieber die Schafe zum Metzger. Gibt es irgendeinen Sinn für die? Wenn ja, vergeht's gut für deinen Zwickel 29. So, wo waren wir? Ja, Comic-Con, München, 15. September, Samstag. Bin ich wahrscheinlich den ganzen Tag da, ja? Und da werden wir uns drehen, aber da mache ich selbstverständlich nur Videos dazu und sobald es was Konkreteres gibt, gibt es ein Video dazu, habe ich gerade gesagt, ja, und ich werde es in die Streams dann etwas konkreter anführen. Da ist er noch 2 Monate hin, ja? Das bin ich euch heute verzeihe, am Montag hat es ja jeder aus dem Hirn rausgesoffen. Und jetzt nochmal, jetzt ist er einigermaßen in Ruhe. So, wir fangen mal heute so spät an, nämlich um 16 Uhr, um 4 Uhr. Weil ich mir folgendes gedacht habe. Jedes Mal, wenn wir am Streamen sind, merke ich, dass so in der Halbzeit am meisten Leute da sind. Und irgendwie bestätigt sie meine Theorie jetzt schon, weil so viele Leute waren vor dem Stream noch nie da. 40, glaube ich, waren es und jetzt haben wir 450, die gerade zuschauen. Erst einmal Special Greets an euch alle. Es ist mir wirklich eine Ehre, wenn so viele Leute zuschauen. Es macht so viel... Kruzifix, Boris, Blut! ZN Barts da datscht und A Barts da datscht der Zwetschgen da baten ZWA Barzige. Was? Da datschte Zwetschgen und an Barzigen Zwetschgen datschi Smiley mit Freudentränen weil Spors Bomlessen Smiley mit Freudentränen. Alter, was ist denn das? Es wird mir heute leid. Wie war das? Kongo-Nosenbohrer. Zeit-Host fürs Straubinger Wuchsfest. Herr Killerkeks, geht's gut für dein Zwickel, Mann, ich muss ein bohrisches Blut sein. Dann senken wir uns okay-Zeichen Hauttyp 4 und hobe die RRT Ausland. Zeichen Hauttyp 4. Das Emoji, Kringelblei irgendwas, Hauttyp 4. Das ist, glaube ich, das rassismusneutralste Ausdruck, den ich jemals gehört habe. Man darf ja nicht mehr, also das darf man nicht mehr sagen zum Farbigen oder Schwarzer oder alles ist politisch unkorrekt. Ab jetzt sagen wir bloß noch, hey, was bist denn du für ein Hauttyp 4 Depp? Das ist gut, das behalten wir uns bei. Also ich bin Hauttyp 0. Hauttyp -8 bin ich. Ich bin so kassig wie das Schnacksolottel, das da einer hängt, wenn wir es jetzt sagen. Jetzt mal so. Kruzifix, Leute, jetzt Herz auf damit, weil ich weiß doch, was soll ich machen? Also, jetzt bei so Wort. Warum scheint die Sonne immer nur tagsüber, obwohl sie nachts viel nützlicher wäre? Was war das jetzt? Warum scheint die Sonne bloß auf die Nacht, am Tag, wenn sie in der Nacht viel nützlicher wäre? Vielleicht hat es jeden Tag einen Rausch. Du, ich war auch nicht ganz sauber, wenn ich den ganzen Tag so mache. Da ist auch irgendwo fein in meinem Hirn drin. Oh, Leute, ohne Scheiß, es reicht jetzt, okay? Ich bin echt, ich bin überwältigt. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. What the fuck, Alter? Es hört aber heute auch nicht auf. Mr. Proby Street! Wix kommt nix, wenn i Wergel kämmen Zwergel. Wo zirkt's denn heute die ganzen Sprich aus? Was ist denn los mit euch? Vergeht's gut für deine Donation. Wo zirkt's denn heute die Sprich aus? Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Hat sie on fire oder was? On fire, meine Damen und Herren. Kruzifix, so sag ich euch. Was ist denn? Herr Ratsje! Vergeht's gut für den Zwickel Euro 29. Zwickel Euro 29. Macht das irgendeinen Sinn, Birger? Macht irgendwas einen Sinn, was du redest, Birger? Ich hab doch keine Ahnung. Mr. Probic Stream übrigens nebenbei auch merci für deinen automatischen Host. Ja, das bin ich mir sehr wohl bewusst. Merci. Und übrigens an den Sharkbite. Hoppala. Sharkbite Zero. So, vielleicht kann ich jetzt einmal ein bisschen erklären, warum wir heute um 4 Uhr anfangen. Weil ich den Eindruck habe zum Halbzeit, Streams so um 4 Uhr haben immer einen Haufen Leute da. Viel mehr wie am Anfang schon um 2 Uhr Nachmittag. Und dann höre ich meistens auf. Und mir denkt, hey, weißt du was, mach doch einfach 2 Stunden später einen Stream. Zeitlich ist bei mir wurscht, weil ich sowieso Trainen ist bis um 6 Uhr in der Arbeit. Und ob jetzt 2 Stunden früher oder später stream, scheißegal. Und offensichtlich bestätigt sich meine Vermutung, dass viel mehr Leute Zeit haben, wie soll ich sagen,
um 4, 5 umeinander. So war es bei uns früher im Geschäft auch schon. Da haben immer alle Leute erst so ab 4 gekommen und nicht schon Mittag. Und weißt du, was ist. Und offensichtlich bestätigt sich das, weil immer noch konstant 433 Leute gerade zuschauen. Wer sich das fragt, auf Twitch schauen natürlich ein bisschen weniger zu wie auf YouTube. Es sind 25 Leute auf Twitch und 408 auf YouTube gerade. Das wechselt natürlich auch immer wieder, aber weiß, dass ja was ist. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin völlig aus dem Konzept gebracht. Was jetzt hier mit mir? Kruzifix, was... Wenn Wurst so dick wie's Brot ist, Ist dann Wurst, wie ist dickes Wurst Brot wie ist? dick's Brot ist. Da hast du vollkommen recht, vergeht's gut, Hans. Wurscht für deinen Fünfer. Ist jetzt okay? Am liebsten da jetzt nachschauen, wie viel das schon war. Ihr spinnt's doch. Ihr spinnt's komplett. Komplett da. You understand? Si, senor. Too much money. Why are you doing this? Do you have too much money on your bank account? What? Seppel. Hauttyp minus 8 oder angespannter Bizeps Hauttyp 4. Ihr Bürger, Hauttyp minus 8, sagt danke, angespannter Bizeps, Hauttyp minus 8. Merci. Es ist so ein Blödsinn. Was ist so ein Blödsinn? Wieso lest ihr denn das vor? Also so ein Bullshit, oder? So, jetzt müssen wir mir jetzt einmal lesen, was überhaupt... Ich kann noch nicht mehr lesen, was geschrieben wird. Leid! Us ist orange und läuft auf der Baumwollplantagen rum. I def mein Hauttyp 4 Ostreich AWIWUI. Vergeht's gut, den kenne ich ein bisschen anders. Und zwar, was ist grün und matt mein Rasen? Keine Ahnung. Ja, ich darf mein Hauttyp 4, mein Person-Hauttyp 4, darf ich anstreichen, wie es mir passt. Was ist der Unterschied zwischen einem Autoreifen und, pass auf, wie war das? Da muss ich jetzt kurz, oder machen wir so, was ist der Unterschied zwischen einem Autoreifen? Frage beendet. So, jetzt werden wir uns einmal eine Kommentare widmen, ja? Dass ich mal irgendwas lese, was da los ist. Brrr. Hans, wurscht. War das? Keine Ahnung, das steht da unten, ich weiß nicht, was das soll. Ja, aber bei Robert, also merci für diese Donation, wer auch immer das war und was auch immer das war, ich sehe es auch selber nicht im Video. Hans, wurscht! 7 Bier sind... 7 Bier sind auch A-Fäber. Was? Ein Vesper? 7 Bier sind auch ein Vesper? Bei uns heißt das, 3 Bier sind auch ein Schnitzel. So sagt man bei uns. was ein Vesper? Ich weiß nicht, was ein Vesper ist. Vielleicht kann ich es aber auch bloß nicht lesen, ich bin blöd, keine Ahnung. Der Detail schreibt, Alter, du bist ja echt der beste YouTuber, geil. Das ist ein bisschen übertrieben, glaube ich, aber merci, vergeht's gut für das Lob, das ist zu viel des Lobs. Ohne euch war's nicht möglich. Ohne euch 450 vollgasnarischen, vollnarischen war's nicht möglich, Kinder. Warst du schon mal in Landshut? Da bin ich auf die Schule gegangen. In Landshut. Zumindest ein halbes Jahr lang, bis ich es abgebrochen habe. Ich bin da auf die Informatik-Schule gegangen, also war so ein Berufsfachschuljahr, wo man dann die Ausbildung um ein Jahr verkürzen kann. Hab das Gott sei Dank gemacht, da bin ich sehr froh drüber. Bin ich sehr, sehr, sehr froh drüber, weil ich dann gesehen habe, dass der reine Informatikerberuf nichts für mich ist, da drehe ich vollkommen durch. Und ja, so, dann, jetzt werde ich mir meiner Frage widmen, die kommt schon zum 1 Milliardsten Mal mit 1 Million Smileys, mit der Bitte, versetzt eine Nachricht mit 1 Million Smileys, weil dann ist der Chat nämlich kaputt. So, der ANF schreibt, wie ist jetzt die Geschichte zu deinem Namen Birger Lex? Nun ja, mein Nachname ist Lex. Ja, da kann ich mir nichts dafür, der ist halt so. Juckl 88! Sitzen 2 im Seecafé. Was? Du willst wahrscheinlich aber Stehkaffee schreiben, dann war der Witz wahrscheinlich aufgegangen. Ja, okay, vergeht's gerade wieder den Zwickel, aber ich korrigiere deinen Witz gern. Sitzen 2 im Stehkaffee. Oder gängen 2 Hund und Ecken, der eine tritt auf einen Keks. Oder, mein all-time favorite Witz, treffen sie 2 Semmeln, sagt die eine, bist auch Brezen. So, und ansonsten, mein Name ist Birger, weil ich heute nun mal so heiß. Wie soll ich es denn ändern? Herr Huber! Noah Zwickel, Smiley mit Freudentränen, Smiley mit Freudentränen. Ja, ich habe auch Freudentränen, weil ich mich nicht mehr auskenne. Vergeht's gut für einen Zwickel 29. Übrigens, warum eigentlich immer ein Zwickel 29? Hey, passt's da mal auf, was ihr da eingibt. Nicht, dass YouTube euch automatisch die Gebühren mit aufrechnet oder sonst irgendwas.
Du, das war ein bisschen fatal natürlich. So, und Birger heiße ich halt nun mal, weil ich Birger heiße. Lustigerweise habe ich aber noch 3 Vornamen, die auch so in meinem Ausweis drinstehen. Die sind aber geheim. So, und ich heiße halt wirklich Birger. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? So in die Vergangenheit reisen und so ich sagen, Eltern, ihr seid behindert, warum nennt ihr mich Birger? Und im Nachhinein stelle ich fest, dass Birger der beste Name ist, der mir jemals passieren hat können. Weil so heißt kein Mensch. Ich heiße aber so. Finde ich gut. Finde ich gut. Sag ich dir, wie es ist. So. Hast du schon mal ein Ettinger gesoffen? Wenn ja, geh beichten. Muss ich nicht, ich war schon beichten. Was deine Frage aber auch gleichzeitig beantwortet, hast du schon mal ein Ettinger gesoffen? Hat nicht jeder schon mal ein Ettinger gesoffen, weil er nicht glauben kann, wie kreislig das ist? Seid's doch ehrlich. Seid's doch ehrlich. Sagt es, wie es ist. Sagt es, wie es ist. Okay, so. Spiel 2 Hochhäuser im Keller Tischtennis. Was ist der Witz dran? Im Winter wachsen keine Erdbeeren. Den kenne ich ein bisschen anders. Spielen 2 Tischtennisplatten im Keller Tennis. Dann kommt eine Maus von der einen Tier rein, rennt die eine Wind auf. Ich darf einfach nicht Kilo Lakritz G, fressen IG, mal Sommerreifen schießen, Laft oder Bilger, bis der Beste mach. Weiter so. Das ist einfach nicht wahr, ihr seid die Besten. Ich hab 4 Kilo Lakritz gefressen und geh mal jetzt Sommerreifen scheißen. Was ist denn, wo hat's denn euch auf einmal alle dahergeschwart? Wo kommen denn die Sprüche her? Das bin ich gar nicht gewohnt. Was ist denn jetzt los? Grüezi fix, Leute. So, weiter geht's. Spielt 2 Hochhäuser, oder... This is a bigger donation, it detonates a bigger. Herr Tausteuer, vergeht's gut an euch alle. Das ist ein Schlachtschiff, it schlacht Schiffe. Ich muss die ganze Tag lachen. Er hat so dumm, das ist unfassbar. Ich geh mal Sommerreifen scheißen. Wie gut ist denn der bitte? Herr Killerkeks, vielen herzlichen Dank. Der wird sofort in mein Repertoire des Blödschisslauberns aufgenommen. Grüezi fix, Alter. Ich krieg einen Vogel mit euch. Wie geil. So, sprengt 2 Hochhäuser im Keller Tischtennis. So war, dann kommt der Maus von der einen Tier auf einer. Rennt die eine Mauer in Tee. An der Decke oben weiter, an die andere oben und hinten an der Tür wieder aussehen. Sagt das eine Hochhaus zu dem anderen, ja, ich weiß schon, die größten hier. So. So, was hat eine Frau und eine Handgranaten gemeinsam? Wenn man einen Ring, wenn man einen Ring entfernt, ist das Haus weg. So. Glaube ich. Was? Wenn man einen Ring ist, Haus weg. What? Nein, ist eh wurscht. Kannst du auf nacktes Österreich reagieren? Was ist ein nacktes Österreich? Da hast du mir jetzt, Herr Mustermann, da hast du mir jetzt schon getriggert, ist wahrscheinlich ein YouTube-Video, oder? Schauen wir uns das einmal an. Und Herr Moritz, Moment, wo ist er? Nein, der Momo war's. Ich hab dein Gasmaß-Video, hab ich nicht vergessen. Du bist bei mir im Postfach sogar als Lesezeichen drin. Das Video werden wir definitiv behandeln. Ob wir das heute schaffen, weiß ich nicht, weil was weiß ich, wie lange das Österreichs Nacktheit wie lange Österreichs Nacktheit dauert. Schauen wir mal. Ist es überhaupt ein Video? Keine Ahnung. Österreichs Nacktheit, oder wie hat's geheißen? Nacktes Österreich. Aber da sagt man lauter nackert die Alte. Das kann ich nicht anschauen. Warte mal. Es dauert 34 Minuten. Herr Deporter! Wie aus Holtisch VA Südtirol. Was heute erst einmal merci für deinen Zwickel und grüß nach Südtirol, weil ich einmal schwer davon ausgehe, du bist Südtiroler. Was heute von Südtirol? Ich war noch nicht so oft dort, dass ich mir da wirklich eine handfeste Meinung dazu bilden kann. Aber ihr wart auf alle Fälle allein schon wegen dem Dialekt in der Alpenrepublik dabei. Das ist ja wohl sowieso klar. Ja? Da brauchen wir aber nicht diskutieren. Ihnen geht der Nachwuchs jetzt aus, so berichtet Sascha Stefanakis. Wir müssen aber schnell einhören, ich muss erst einmal das Video ein bisschen anschauen. Ja, ich hab schon gehört, aber trotzdem. Ich mag keine alten, nackerten Leute jetzt anschauen, das können wir nicht machen. Sperren Sie mal wieder das Video. Das kann ich nicht machen. Ich werde mir das Video aber mal bookmarken und dann werde ich mir das einmal anschauen, was da so los ist. Aber ich konnte da Tipp von euch den Leuten zum Singen. Nacktbaden und FKK bei den Jungen. Na, da haben alte Falter die... hör wieder auf. Wieso denn? Da haben 70-jährige Leute, die halten einen nackten Arsch in die Kamera. Warum tust du denn das? So. Grüezi fix.
Dafür werden wir uns mal was anderes anschauen. Wahrscheinlich wird der Bayerische Rundfunk, wird sich wahrscheinlich wieder mein Video sperren, aber das ist mir wurscht. Letzte Woche hat TAF mein Video gesperrt, also ein Stream dann. Den stellen wir, also nicht wundern, diesmal, der Stream wird nicht online gehen und wenn, dann stelle ich ihn morgen offline, weil sonst nämlich der Bayerische Rundfunk wieder kommt und sagt, obwohl man das ja eigentlich darf, offenbar. Eddie Acker Aimsley. Ega Hobe DRRT bin weiter eben der Typ mit Okay-Zeichen Hauttyp 4. Hauttyp 4. Bürger habe ich dritt, bin wieder Orban, der Typ mit Hauttyp 4. Mr. Typ mit Hauttyp 4, vergeht's gut für dein Zwickel. Viel Spaß beim Orban, wenn ich das wirklich richtig verstanden habe und möge die Zeit für dich so schnell vergehen, wie es noch gerade irgendwie geht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, mir hat der Momo ein Video geschickt, jetzt mir gekauft. Da machen wir jetzt einmal hier, was haben wir da, das brauchen wir nicht, das brauchen wir jetzt dabei auch nicht. Herr Dazzut, vergeht's gut! Warum macht der Österreicher die Weinflaschen an der Seiten auf? Weil drauf steht Boadu. Ist jetzt schlechte Witzestunde. Die armen Österreicher, jetzt lass doch mal die Österreicher in Ruhe. Das sind unsere Lieblingsnachbarn. Hallo? Jetzt wird mein Kruzifix. Hör mit der Meier, schon wieder Fünfer. Tut Füße höchste Zeit, ein Bier zu trinken. Was der Kopf tut weh, die Füße stinken, höchste Zeit, ein Bier zu trinken. Da hast du vollkommen recht. Leider Gottes versuche ich mich sehr stark zusammenzureißen und nicht, wenn so viele Leute zuschauen, vor der Kamera ein Bier zum Trinken. Das versuche ich auch immer so gut wie es geht in der Kamera und in Videos. Herr Grützi mit der Ringelstädter! Was ist der Unterschied zwischen am Eimer Scheiße und am Bryson der Eimer? Der ist aber gemein. Aber vergeht's gut. Herr Ringelstädter, du bist aber nicht der Ringelstädter, der im Fernsehen umeinander guckt, oder? Falls der Herr Ringelstädter das sieht, vergeht's gut. So. Jetzt pass auf, da ich aber schon wieder schwitze wie die Sau. Jetzt bin ich 36 Minuten da und schwitze wie eine Drecksau. Kruzifix, vergeht's gut erst einmal. Und Die Bürger macht da nix draus, da ÖRG ist auf der Schottsuppen daher geschwommen und die EA-Hütte. Wolk schon wieder nicht geschafft. was ist denn der Schottsuppen, Alter? Ich kenne mir Bresuppen. Sau die Bresuppen. Da haben die meisten schon drin, der Supfer, bevor sie überhaupt weiß das eh. So, jetzt pass auf. Ja, zwecks Verantwortungsbewusstsein, bla 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 bla. Deswegen versuche ich das auch ein bisschen zu vermeiden, dass ich in die Videos ein Bier trinke. Ich glaube, das ist erst ein einziges Mal vorgekommen. Deswegen habe ich mir heute mal was anderes gehört. Ich habe leider auch nichts mehr. Suffbeitel hochgespielt. Wann kommt wieder was vom Massmo? Oh, schwierige Frage. Vergeht's gut für den Zwickel. Massmo, schwieriges Thema. Können wir uns aber auch gerne unterhalten drüber. Massmo, nein, wie soll ich sagen? Der Massmo, das Krasse am Massmo ist, er ist so viel Aufwand. Ja? Da kann ich ja so offen und ehrlich sagen, er ist so viel Arbeit und für das, dass er dann bloß so ausschaut, wie er ausschaut, also richtig grottenschlecht zeichnet und grottenschlecht animiert und so weiter. Hans, wurscht! Was ist gelb und kann schießen? Eine Banane! Was die Banone? Die Banone! Was ist pink und behindert? Ein Flamongo! Ah, lecker, bist du deppert. Massmo, schwieriges Thema. Da habe ich schon oft drüber überlegt, wie ich das anders machen kann und zeigen und klump, aber ich bin so schwer beschäftigt mit How-To, Kruzifix und Stammtisch, dass der Massmo einfach noch nichts geschafft hat. Aber vielleicht schauen wir mal, vielleicht fällt mir in der kleinen Sommerpause, die im August einmal stattfinden wird, was aus. Herr Daragan So von Park! selbst zum Luke, wenn ich schieß, dann druck ich. Sagt der Sepp zum Lucky, wenn ich schieß, dann druck ich. Was ist denn das alles für... Warum? Jetzt streamen wir heute zum 42. Mal für wahrscheinlich auch wieder 2-3 Stunden. Mit ziemlicher Sicherheit. Und dann noch nie wie heute, oder schon lange nicht mehr, sagen wir so, haben so fäßige Sprüche auf einen Haufen gekommen. Herr Strobel, vergeht's Gott für den Euro, aber auch keine Nachricht nicht geschrieben. Dann ist deine Nachricht, hallo, habe ich Dritt, ich bin der Herr Stritt und du hast aber jetzt halt nicht mehr Herr Strobel, sondern Herr Stritt. Herr Stritt. So. Kinder, ihr macht's mich fertig. Ich bin schon ganz hart zerzaust. Ihr seid brutal, Alter. Das hört nicht auf. Ich bin der Typ, der dir vorhin von der Leberkassemmel aus dem Supermarkt berichtet hat. Mit die Bresel. Mit der Bresel.
Vergeht's gut, das kriegt auch noch sein Fett weg. Ich weiß nicht, wo du das gefunden hast, aber irgendjemand hat mir, also nicht irgendjemand, sondern du, vergeht's gut erst einmal für deine Donation, du hast mir ein Beutel geschickt, das ist mit Lebergeil, aber ich blend's schnell ein. Jetzt pass auf. Ich bin überhaupt nicht fertig. Einer nach dem anderen, was soll ich machen? Was soll ich machen? Wie unsere Lieblingsnachbarn gern sagen. Was soll ich machen? So, jetzt mir Gaff. Scheiße, ich hoffe, ich finde die Nachricht nochmal. Ich habe das alles vorher in mein Postfach schon, bis ich das jetzt rausgreife. Weißt du was, da tust du mir jetzt einen Gefallen und schreibst mir noch mehr Nachricht, weil dann ploppt das bei mir ganz herum auf und dann so machen wir das. So, wer in der Zwischenzeit der Rott, was das da ist, mein Getränk, das ich mir jetzt dann gleich aufmache, der ist gut. Der ist gut. Wenn ihr es anhand von der Flaschen müsst ihr es eigentlich schon erkennen und am Flaschenstopsel sowieso. Also ich hoffe, man kann es nicht lesen, was draufsteht. Ich glaube aber nicht, das ist so klar geschrieben, dass es ganz aus. Oh, der Gehsteigpanzer war brutal. Der Gehsteigpanzer ist zu brutal, das hat keine 2 Sekunden dauert. Schreibt sofort der OM-Dudler. Ist OM-Dudler, natürlich ist das OM-Dudler, was weiß denn sonst? Ne? Ist aber wahrscheinlich schon so weit in der Kamera gestanden, dass ihr es gesehen habt. Gell, ihr Matzen. Ihr verarscht's mich doch. Oh, jetzt sind sie aber schnell alle. OM-Dudler. Ernsthaft? Ja, ich hab doch das schon in Kamera gehalten, oder? Haben wir mir so viele Kenner herin, die wissen, dass das auch. Da bin ich jetzt erstaunt. Da bin ich Respekt. Kann nur meine Community wissen. Eine andere Community weiß das nicht. Die Daten schreiben: ein Krachel! Ein Weizen! So, das werden wir jetzt einmal fachmännisch öffnen. Wie das geht, haben wir mir gelernt in How to aufzwicken. Und beim Paulaner Spezi, weißt du, der Fehler, jetzt pass auf, jetzt muss ich die Flaschen da mal. Ich mache da keine Werbung für allen Dudler. Ja, muss ich das jetzt markieren oder muss ich da irgendwas sagen dazu? Aber der Flaschenhals vom Almdudler, der ist herum so dick, und wenn er frisch aus dem Kühlschrank ist, dann ist er ein bisschen feucht. Und dann kann man die nicht gescheit nehmen, weil der Flaschenhals oben so dick ist. Und deswegen kann man die nicht so fest schießen. Deshalb rate ich, am Tisch abstehen. Sagt man das da irgendwo? Ich hoffe, mal ein bisschen runterfahren. So, daher, blub. So, jetzt sieht man natürlich meine gestungene Fotzen nicht mehr, aber das ist wurscht. Am Boden abstehen. Herr Ringelstädter! Hans Ringelstädter ist auf Verwalter von mir, aber in Landshut kennt man vielleicht meine Firma. Beri Immobilien. Was? Ja, da haben schon wieder zwei Leute gleichzeitig umeinander donated. Ich habe irgendwas von einer Firma mit Ringelstädter Dingsbums. Und der Ringelstädter ist ein Verwandter von dir, das habe ich auch rausgehört. Und vergeht's gut erst einmal. Was ist schwarz und fliegt 1000? Ein Düsenneger. Der gute Witz. Der uralt, aber ein guter Witz. Und der Hans Wurst hat geschrieben, denken Taube, dass wir brüllen, wenn wir gähnen. Das ist ja eine Frage, die haben wir schon, die werden wir heute noch erörtern. Das werden wir schon herausfinden. So, aufzwicken. Festhalten, wenn es pressiert, damit es schön schnalzt, einmal sauber hier draufklopfen und dann nehmen wir mal das da weg, weil das behindert mich jetzt gerade bloß und dann schießt man den Flaschenstopsel ins Nirvana. Jetzt pass auf, jetzt fühle ich mich wahrscheinlich gleich ziemlich peinlich auf, aber ist egal. Dann machen wir halt so. Der haben wir so, als wäre nichts gewinnen. Der mag einfach nicht fliegen. Der OM-Dudler mag nicht fliegen. Der ist aber auch nicht zum Fliegen gemacht. So. Wo waren wir? Ich muss jetzt erstmal was dringen, weil sonst für dir stehe. Wie schaut denn nie aus eigentlich? Was ist eigentlich los? Ei. Für A-Leberkassemme. Das Geile ist, vergeht's gut für den Zwickel. Holy shit. Gibt nichts Geiles wie ein Almdudler. Doch, gibt's schon. Ein Paulaner Spezi. Mein Lieblingsgetränk ist tatsächlich, nicht das Bier, wie wir meinen, sondern echt. Der Paulaner Spezi, eiskalt, ist das Geilste, was es gibt. Da braucht mir auch keiner kommen mit irgendwas anderes. Stimmt, ich muss am Boris Blutzeitzeig auch noch vorlesen. So, jetzt pass auf. Ein Zwetschgen, Batzt, der Datscht und der Batz, der Datscht, der Zwetschgen, gebaten zwar, Batzige, der Datscht, die Zwetschgen und einen batzigen Zwetschgen-Datschi. Was? Also ich kann doch nicht einmal, wenn ich versuche, drüber nachzudenken, verstehe ich den Satz hinten und vorne kann man nicht. Dann müsst ihr jetzt wahrscheinlich eine Doktorarbeit drüber schreiben, dann verstehe ich es vielleicht. Aber ja. Wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Ich kenne mich da nicht aus. Gruzifikt. Was redet denn?
Der Krebs schreibt, sagt das eigentlich Leute aus deiner Arbeit auch? Ja, natürlich, die wissen alle, was ich mache. Vor allem mein Chef weiß, was ich mache. Und er findet es auch gut. Er findet es lustig, er findet es gut und er findet aus. Also ich brauch kein Blatt vor den Mund nehmen, bloß weil ich irgendwo arbeite. Das soll ja übrigens keiner machen. Wenn jemand das tun muss, hat er die falsche Arbeit. Wenn du mich fragst. Aber mich fragt leider Gottes so oft keiner. Der Momo, schnackselt ein Euro. Nettes Video vom Bayerischen Rundfunk Stimmt. anschauen. Was ich heute schon wieder alles wollte. Kruzifix, ich kenne mich keinen Stecker nicht aus. Puh, jetzt pass auf. So. Erst einmal wollte ich aber Folgendes herzeigen. Leberkäsebrötchen. Alter. Jetzt pass auf. Wir kriegen hier die Battle da hin, wo ich sie haben möchte. Ah, das ist alles so anstrengend. Kinder, überfordert mich nicht. Was ist los? Warum ist denn eigentlich der Facebook-Chat so im Arsch? Grüezi, fix, das nervt mich anders. So, Battle speichern, ja. Battle speichern, ja. Her mit dem Schund. So, jetzt pass auf, Wacht. Sagst du das? Sagst du das? So geil, fast alle aus der Feuerwehr schaut an Bürgerstream. KRUZIFIGGDFRANZISSKAARRRRRRRR. Franziska! Ja, Grüezi, fix jetzt leider ohne Scheiße. Es trinkt Was der ist Mensch, es säuft das Pferd. In Bayern ist das umgekehrt. Ganz genau so ist es. Herr Mittermeier, vergeht's gut für den Fünfer. Jetzt pass Obacht. Seht ihr das? Seht ihr das? Schickt mir, pass auf, muss ich nochmal schnell schauen. Schickt mir der Herr Metzig. Herr Metzig, du bist ja da in YouTube jetzt unter einem anderen Namen. Ich kann die Namen jetzt gerade alle nicht zusammenfügen, weil es heute schon gefühlt 100 waren. Der Herr Metzig, schickt mir halt Folgendes. Jetzt pass Obacht. Das ist ein Leberkassemi oder soll zumindest ein Leberkassemi sein. Wenn ich mir das da schon anschaue, erste Frage, die erste wirklich ernste Frage. Herr nicht Mittermeier, Herr Händelmeier, so rum, nicht Mittermeier, Händelmeier. Der Händelmoor, bist du deppert? Hey, vor einem Jahr habe ich da wirklich eine sehr gute Meinung gehabt, aber wieso wird euer Senf zu so einem Scheiß dazu geliefert? Ja, ich meine, ihr müsst auch irgendwie euer Geld verdienen, aber vergessen, was für Traditionen da dahinter stecken und wie man das isst und mit was man es isst und so weiter, so hat man nicht vergessen. So, jetzt fragen sie wahrscheinlich die meisten so, hey, wieso schaut der ganz normal aus, ganz normale Leberkassemi? Dann schauen wir aber mal genau hin. Jetzt pass auf, jetzt muss ich bloß schon schauen, wo wir da hin und her schalten. So, und zwar, was ist das da? Warte, ich fahre mit meinem Finger hin, damit man es gescheit sehen kann. Jetzt pass auf, da, was ist das? Was haben das da für braune Bräsel? Was ist das? Ist das Koks? Ist das brauns Koks? Keine Ahnung. So, ein Backel Crystal dabei. Oder was soll denn das? Kann ich euch sagen, was das ist? Was ist denn da denkt worden? Leberkäsebrötchen. Was ist das? Was soll das? Snack to go. Ihr findet dann auch was. Ein Bockfotzen to go. Da passt's auf. Lass ich mir ein Patent drauf machen. Das ist ein Rucksack. Jetzt pass auf, da machen wir ein Video dazu. Habe ich jetzt schon in meinem Kopf fertig. Das ist ein Rucksack, da wenn du vorbeigehst an irgendeinem preisen Deppen, der die Scheiße kauft, der gibt dir gleich eine Umdrehung, dass du sagst, gibt's das. Also pass auf, kann ich größer machen? Jetzt bei so Wacht. Also Leberkäsebrötchen. Oh, Frau Tanja, Ich KJ. wollte eigentlich Bürgerzockt Layers auf 4 Uhr schauen, aber Jets bist live. WOS 2 Jets Macher, nachdenkender Smiley. Vergeht's Gott, Tanja, weißt du, was du jetzt tust? Jetzt schaust du einfach dazu und dann schaust du später Layers auf 4 weiter. Ansonsten weiß ich es auch nicht. Schau lieber jetzt gleich zu, weil ich mir nicht sicher bin, ob der Stream dann nachher als Video verfügbar wird, weil wir uns nachher Radler ist Bierquälerei C-Fix. Herr Hans Wurst, schon wieder eine Zehner. Es ist doch gut jetzt, aber wirklich vergeht's Gott, aber bitte schmeißt mit die zweistelligen Zahlen umeinander. Auch an alle anderen, die schon 10 Donations umgekaut haben. Fix, Mare, Pizzatz, ihr deppert. Oh, leck mir den Damm, du. Jetzt pass auf. Wo waren wir stehen geblieben? Radler ist Bierquälerei.
Korrekt, aber ein Gasmaß ist genauso eine Bierquälerei, aber da kommen wir später dazu. Jetzt pass auf, wir schauen uns jetzt folgendes so. Wenn ich schon Leberkäsebrötchen sehe, oh, dann steht da, was steht ofengebackener Leberkäse im Laugenbrötchen. Brötchen, wenn ich das Wort Brötchen schon her, da krieg ich, weiß das eh. Und dann mit süßem Senf und Röstzwiebeln. Warum? I don't get it. Und dann heißt es, pass auf, Snack to go von der Fleischkrone, da herunten. Ich hoffe, dass ihr meinen Mauszeiger sehen könnt. 560 Kalorien hat das Ding. Was ist, was? Also eine normale eine warme Leberkasse, eine ganz normale warme beim Metzger. Die hat doch niemals 500 Kalorien. Was ist eine Portion 195 Gramm enthält? 560 Kalorien, niemals. Oder? Okay, das ist ja wurscht. Aber Snack to go. Warum denn? Wer kommt denn? Wer läuft denn das in der Abteilung für Produktentwicklung? Ja, für Produktinnovation. Ja, was kann man halt machen? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich habe eine Idee. Ja, Fischer, Röstzwiebeln in bohrische gefälschte Laugensemen. Was ist überhaupt davon? Eigentlich gehört der Laungensemi schon verboten. Die gehört ja schon verboten. Also ich bin schockiert, bin ich ganz ehrlich. Ich bin kurz davor, dass ich Photoshop einschalte und da ein Hirnwurst-Semi draus mache. So schaut's aus. Anstrengender Scheiß. Naja, aber das muss ich noch schnell loswerden, bevor wir das wieder wegtun. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Herrn Händelmeier. Herr Händelmeier, wenn Sie das sehen, und Sie haben ja schon einmal meine Sachen gesehen in Auto Leberkas, dann bin ich schwer enttäuscht von dieser Kacke, dass da Eiersenf drin zum Finden ist. Finde ich nicht gut. Ja? Hab nichts gegen, dass der Senf auch irgendwie verkauft werden muss, aber in der Preisen Scheiße. Das ist ein da kriegen Sie von meine 100% Vertrauen, da verlieren Sie aber mindestens 10 bis 20. Gell? Da müssen wir schon noch mit uns drüber unterhalten. Gell? So geht's nämlich nicht. So, Freunde der Sonne. Wo sind wir stehen geblieben? Musi brauchen wir wieder. Musi. So, das Gasmaß-Video vom Bayerischen Rundfunk. Jetzt bin ich aber gespannt, was da für eine Scheiße wieder dahergelabert wird. Ich meine, ist eh klar. Folgerät hat drunter kommentiert, das ist eh klar. Ich meine, der Mann lebt von der Gasmaß, das ist schon klar. Jetzt mirk auf. Wo waren wir? Muss ich wieder ausmachen, das hilft das sowieso nicht. So, umschalten, Monitoraufnahme. So, los geht's. Video heißt Gasmaß, urbayerischer Designertrunk. Kinder, macht euch einmal bewusst drüber, ihr seid alle geil auf den Designertrunk. Ganz ehrlich, das, wenn mir jemand in meinem Alter gesagt hat, dann hätte ich ihn als Schwuchtel bezeichnet. Capriccio, 17.07.2008 vom Bayerischen Fernsehen, vom Bayerischen Rundfunk. So, natürlich Gefahr laufen, dass mir wieder das Video gesperrt wird, ist mir aber scheißegal. Muss nicht schon wieder so laut sein. Muss der BR wahrscheinlich seine Zuschauer aufwecken, weil die im Grunde alle 85 Jahre und älter sind. Und dann fangen wir uns in die Videos, fange ich ab jetzt auch so. Voll in die Fresse, so richtig geil laut, dass der richtig geilen Schelz reißt. Richtig geil. So, aufpassen, schauen wir mal, was da los ist. Bayern, Land des Reinheitsgebotes und der Mischgetränke. Na, Bayern ist kein Land der Mischgetränke. Abgesehen davon, Bayern ist überhaupt kein Land. Leider. Halb Bier, halb Limo. Was war das? Da müssen wir jetzt genau zu. Die werden doch nicht etwa meine Theorie bestätigen. Nochmal. Ganz langsam. Radlermass, halb Bier, halb Limo. Schon Lena Christ beschreibt der Mischgetränke. Radlermass, halb Bier, halb Limo. Schon Lena Christ beschreibt sie 1912. Später gar 1912 hat man also schon ein Radler gefunden. Ich habe ja immer schon gewusst, dass die Leute vor 100 Jahren einfach dumm wie Brot waren. gab sie der findige Wirt Franz Xaver Kugler als seine Erfindung aus. Der Herr Kugler ist also der Übeltäter. Herr Kugler? Wirt Franz Xaver. Schaut's euch alle an. Das ist ja der Mann. Das ist der Mann allen Übels. Der Mann, der es getan hat. Er
demjenigen, dem wir jetzt einmal sauber in die Nasen eingelangen. Da, du Hamimatz, du Drecker, D. Du bist derjenige, der das Radler erfunden hat. Ganz ehrlich, du kehrst da mit dem Katzendreck der Wurfe. Weiter geht's. Kugler als seine Erfindung aus. Die Rosmas, halb Weißbier, halb Limo, erfunden vor Darf man ja, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Weil wir haben ja alle so unfassbar politisch korrekt, dass es ganz aus ist. Wir sagen mal nicht mehr zur Wirtin, hey, ich hätte gerne einen Neger. Wir sagen mal nicht mehr zur Wirtin, hey, ich hätte gerne einen Russen. Hey, ich mag kein Zigeunerschnitzel. Das ist ja, was weiß ich, das für ein scheiß Schnitzel ist. Hey, wo haben wir denn da eigentlich damit hingekommen? Wer hat sich die Scheiße eigentlich einfallen lassen, dass ich nichts mehr sagen darf? Da kannte schon wieder. vor 100 Jahren von bayerischen Rotgardisten im Matheserkeller. Weil das Weißbier knapp wurde, streckte man es. Weil das Weißbier knapp wurde, streckte man es. Und deswegen haben wir ein Limo dazu geschüttet, weil es hat nicht so viel gekostet. Verstehe nicht, aber ist okay. So eine Theorie. Ah, ist ja bloß eine Theorie, hat er gerade gesagt. Aber okay. Und dann sie. Die Gosmas. Dunkles Bier und Cola. Dazu ein Das ist übrigens der wichtige Punkt, Kinder. Ihr hasst's alle ihr Radler. Haben wir gerade gelernt, das besteht aus Bier und Limo. Grahal, quasi. So. Gosmas besteht aus Bier und Cola. Und dann Stammball Cognac oder ein Stamperl. Da ist nicht wichtig, was drin ist. Ein Kirsch, Cognac, Asbach, sonst was. Also ein Stamperl, kleines Stamperl, Mini-Stamperl. 2% des Gefäßes ist Schnaps. Und der hat nicht 100% Alkohol, sodass er da eine richtig scharfe Masse draus macht. Kirschlikör. Eine grausige Mischung. Papp-Sirsi-Mischung. Grausig habe ich nicht gesagt. Ich mag ein Gasmaß. Ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ich mag ein Gasmaß. Aber die Leute, die ein Radler absagen und ein Gasmaß mengen, sollten jetzt vielleicht einmal kurz nachdenken, auf was ich hinauskommen möchte. Warum versteht das keiner? Dass ein Gasmaß genau dasselbe ist wie ein scheiß Radler. Bloß das eine Stamperl Schnaps macht's Kraut nicht fett, Kinder. Aber gemeinschaftsfördernd. Ja, gemeinschaftsfördernd ist ziemlich krass. Da ist auch bloß eine Person dafür verantwortlich, dass das Gasmaß so fett im Trend ist und die fängt mit voll an und hört mit Gerät auf. Aber sagt es keinem. Was ja völlig, ist ja völlig richtig so. Deswegen habe ich kein Problem mit dem Vollgerät, falls das Leute wieder irgendwie meinen. Wald an der Alz. Gosmas Stammtisch. Jeden Donnerstag. Immer mehr. Weißt den Typen? Da. Mr. Max! So, jetzt bin ich daheim, grüß euch und schönes Wochenende. Merci! Auftrag für alle kalte Getränke und an gescheiten Fleischbatzen packen und ab an den See. Wo du nicht so ganz Unrecht hast, hast du nicht so ganz Unrecht. Mr. Max, vergesst gut für den Fünfer. Ebenfalls ein schönes Wochenende auch an euch alle natürlich und an die 500 Leute, die gerade zuschauen, was ziemlich verrückter Scheiß ist. Ihr spinnt's doch alle, wenn du mich fragst. So, und jetzt pass auf. Wenn ich mir diese Fressen schon anschaue, ja, von dem Glatzkopferten, der ein paar Schweine als Zweig gefressen hat, den meine ich gar nicht. Ja? Der kann saufen, was er mag, der hat vielleicht nur erlebt in seinem Leben. Aber er da, sagt mir das, warte, ich fahre nochmal mit meinem Finger hin. Er, also mit Glatze, der Fettkopf, da meine ich ihm, kann er auch nichts dafür, hat wahrscheinlich ein paar zwei Schweine gefressen, aber das ist ja in Ordnung, finde ich ja gut. Mehr Schweine ist mehr gut. Aber er, mit seinem halbscheirigen, ich hätte gerne einen Vollbart, aber Traum nicht wachsen lassen, weil sonst bin ich nicht mehr so sozial anerkannt. Da sage ich bis daher, dass das irgendein linker Gymnasiasten, Korthosen, Plüschtier am Ranzen tragender Falschbacko ist, der bloß ein Gasmaß sauft, damit er auch irgendwo am Stammtisch sitzen darf und weil er eine scharfe, ganze Masse einfach nicht packt. Ja, ich höre ein bisschen herschweizen. Ja, das normale Bier, das ist so stark und ich möchte das nicht. Gott, da kriege ich wieder einen Anfall, bevor er überhaupt sein Fotzen aufmacht. Bitte sagt er was. Weiter geht's. Den Donnerstag. Immer mehr kommen dazu. Der Stammtisch beim Bräuwirt ist inzwischen neben der Feuerwehr der wichtigste Verein im Ort. Die habe ich es richtig verstanden, die haben einen Gasmaßverein.
wie es der Fanboy schon richtig schreibt, also der Chris, der Trautmann Chris, also er ist ein typischer Hipster, ja? Er ist ein typischer Hipster. So, aber jetzt passen wir mir auf, was die so machen. Sie haben einen Gasmassverein, krieg ich, hab ich schon wieder Puls 240, hab ich da. Mohin, land einen Radlerverein auf. Da geht's ganz anders. Also es hat ja da in die 80er Jahren drum eine Diskothek gegeben, das schaut aus wie ein Schlössl, das Gebäude. Eins müssen wir ihm gleich einmal lassen, er hat einen anständigen, sauberen, bayerischen Dialekt. Das mögen wir, das ist okay. Das nehmen wir, da braucht man uns nicht, wie soll ich sagen, da brauchen wir nicht umeinander gell? Und die haben das damals eingeführt, dass da auch diese Gasmaß-Times gibt, Gasmaß-Zeiten. Das hat doch nicht das Zeiteigeschlüssel da oben erfunden, du Kasperl. Also ganz ehrlich, das kriege ich meine ganze Weggehzeit auf die Bauernfestel, auf irgendwelche Festel kriege ich das mit, dass von 8 bis um 10 ist Gasmaßzeit, dann ist Cuba Libre Zeit, dann ist sonst was. Das hat nicht dein Geschlüssel da am Arsch der Welt erfunden. Billig. Außerdem, was ist denn das für ein Gasmaßverein, wenn der andere hinzockt und sauft ein Weißbier? Was heißt das? Das ist, hey, ich mag auch beim Gasmaßverein mitmachen, ist voll geil, aber kann ich bitte einen Radler trinken? Was? So ibst, wenn ma Algoas mit Kirsch und Weinbrand mocht, hat Wein nur bloß ca. 3,8 Volt% D. Sehr schön, Hagelbuchner, vergeht's gut für, ich hab jetzt deine Nachricht gelesen und nicht gesehen wie viel, aber vergeht's gut für deine Donation. Genau das ist es, irgendjemand soll einmal genauestens berechnen, wie viel Alkohol, Promille, ganz normal gemischte Gasmasse hat. Und wir brauchen kein Mensch erzählen, dass er irgendwie extra viel Kirsch einschenkt oder sonst irgendwas, ist scheißegal. Das ist scheißegal. Mich dann aber interessieren, warum der Gasmaßverein an seinem Stammtisch da hinten Weißbier trinkt. Das möchte ich wissen. Wobei das schon wieder so gelb und hell ist. Das ist so geschissen gelb und hell, dass glaube ich auch ein Russ sein kann. Keine Ahnung. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Mir fragt halt wieder keiner. Da ist unser Clique da in die 80er Jahre schon kräftig drum gewesen. Sechstes, das ist schon seit Jahr, oh Gott, der Hipster ist. Beim Hipster habe ich wieder auf Stopp gedrückt. Und wenn ich den Link so schaue, dann muss ich mich fragen, darf der überhaupt schon ein Bier trinken? Aber dann ist die Gasmaß eigentlich wirklich ausgestorben, also das hat er eigentlich gar nicht mehr drunter gehabt. Das ist doch eine Lüge! Das ist doch eine Lüge! Bei uns war es halt kein Gasmaß, bei uns waren es auch Gasmaß, aber wir haben hauptsächlich Gashalben getrunken. Eine saubere Gashalben, Geh weiter, geh, keine Ahnung, geh BWL studieren, du Kasperlkopf. Der Licht ist da draufgekommen und hat gesagt, jetzt trinken wir mal wieder ein Gasmaß. Das war vor Da hat er sich ja richtig was ausdenkt, da ist er ein ganzer Lohr draufgekommen. Hey, trinken wir mal wieder ein Gasmaß. Und alle so, wow! Also kein... 6 Jahren und seitdem erlebt die Gasmaß ein überwältigendes Comeback. Nicht nur in Wald an der Alz. Das Phänomen. Stimmt, wir haben bis vor 6 Jahren von der Gasmaß nichts mehr gehört. Nie wieder. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Gasmaß getrunken und Gas habe ich auch nicht. Keine Ahnung. Breitet sich Und sehe eine Festel, die hat es ja den erst nicht gegeben. Also wieso soll jetzt ein Festel geben ohne ein Gasmaß? in ganz Bayern aus. Was ist denn das für ein Lied? Ich darf es am liebsten übersetzen mit Ist auf ein Gasmaß, weil der Scharfe nicht scharf. Ich glaube, das ist das Originallied, bin mir aber nicht sicher. Doch woher kommt sie, die Gors? Eigentlich eine weibliche Ziege, im Gegensatz zum Bock. Geiß und Bock. Geiß und Bock. Das ist der Kann man ein Lied draus machen, kann man ein Beat draus machen. Geiß und Bock. Geiß und Bock. Denn ich hab Stift und Block, denn ich hab Stift und Block. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich bin nicht allein, denn ich hab Geiß und Bock. So ein Schiss, Alter! sagt Mundartforscherin Andrea Schamberger-Hirt von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Ich bin auf ältere Belege Ältere Belege. Mir braucht doch kein Mensch verzeihen, dass du jetzt aus dem... Herr Müller! Dem Deppaden Hipster Gerhard A. 3 Liter Gugassi gehilchstellt, damit sei Fotzen no Schiacha. Das ist das, was ich von... Vergeht's gut für deinen Fünfer. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Müllbauer. Das möchte ich auch gern sehen. Ich möchte mal die ganzen Gescheitschmatzer sehen, die eine richtige, gescheite Papa die Gasmaß saufen und dann 5 davon. 5.
Und dann sollst du so Scheißerei kriegen und umeinander kotzen und was weiß ich was. Wer sauft denn das? Also ich lasse mir ein Gasmaß schon eingehen, aber die halbe 15 sagen sie saufen 15. Was übrigens keine Kunst ist bei 3 Promille. Schaust da den Beitrag Wüthaf MID, der Amerikaner an, nur auch? Herr David, vergeht's gut für deine 3 Euro und den ganzen anderen Zeug von vorher natürlich auch. Weiß ich noch nicht, ob wir das heute schaffen. Schauen wir mal. Wie lange haben wir überhaupt schon da? Schon wieder eine Stunde. Grüezi Alpha. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Schauen wir mal, dass wir das da durchkriegen. Und zwar, greift sie, sage ich das richtig, sie greift jetzt da im Stadtarchiv rum. Mr. Max! Wurde die Frage mit die Kniescheibe im Show gelöst. Also kurz und knapp, sie wurde, vergeht's gut erstmal, und ja, sie wurde gelöst. Ja, es heißt, Pinguine haben Kniescheiben. Ich hab's aber noch nicht recherchiert. Kann man vielleicht halt auch noch mal. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. So, weiter geht's. Gestoßen, also erst einmal bei Johann Andreas Schmeller in seinem bayerischen Wörterbuch, der schreibt auch schon von einem Biergetränk, das Gors heißt. Das Buch Was soll ich denn jetzt da dazu sagen? Was soll ich da dazu sagen? erschien Weil irgendjemand was von einem Getränk namens Geiss. Hat's damals überhaupt schon eine Cola gegeben? wohlgemerkt 1830. Das würde mich jetzt interessieren, ich mag jetzt nicht nachschauen, weil ich zu faul bin. Jetzt pass auf. Googelt mal Coca-Cola seit wann? 29. Januar 1892. Und er schreibt 1830 irgendwas von einer scheiß Gasmaus. Braucht er mir keiner erzählen, dass der von einer Gasmaus schmatzt. Weil die Leute so blöd. Schmeller schreibt, im Gegensatz des unter dem Namen Bock bekannten Doppelbieres eine schwächere und süßere Art desselben. Schee. Der Hogelbuhani! Fluoralkoholgehalt ist gleich Promille-Alkoholgehalt ist gleich Volumenprozent Klugscheißmode auf HUT-ATZ. Hast du Sei mir assen walzt as show as 2 MOI Xotsch hast D. gesagt hast, da darfst du ruhig klug scheißen, wenn ich mich irgendwo im Eifer des Gefechts verschmatzt, dann tut's mir natürlich leid. Muss ja nicht jeder jedes Wort ernst nehmen, das ich sag. Jo, mir ist natürlich schon, es war natürlich ein Schmarrn, wenn ich das sag. Keine Ahnung, auf alle Fälle sagt sie auch schon, die Geiss ist quasi das schwächere Bier. Deswegen heißt Gasmaß halt auch Gasmaß, weil es eine entschärfte Masse ist. Und jeder, der sauft, schafft halt kein Ganze nicht. München stand die von den Jesuiten gebraute Geiss in gutem Ruf. Also war anscheinend sehr beliebt. Ja, aber hat mit der heutigen Gasmaß nichts zum Tor. Die Geiss, ein leichtes Jesuitenbier. Kein Mensch weiß mehr, wie es schmeckte. Eine andere Erinnerung ist Der Gogo Flamingo. Mit Disc-Jockey Simon. Ich glaube, der Disc-Jockey Simon ist, glaube ich, ein sehr dufter Typ. Mehr hätte ich gerne mehr. Der Disc-Jockey noch Simon. kollektiv. Gasmaß Time in den Oh, lecker Gasmaß-Time für 6 Marker Gasmaß. Geil. 80er Jahren. Oh, leck, wie geil ausschaut. Schaut's euch an. Schaut euch den Blick und ich glaube, er spielt gerade Pac-Man an einem Amiga-Automaten. Gasmaß Time in den 80er Da! Jahren. Vollbild, meine Herren, Vollbild. So hat man ausgeschaut in dem Jahrzehnt, in dem ich geboren bin. Ist das gut, eine köstliche Ahnung, da krieg ich sofort einen Nostalgic-Flash, krieg ich da sofort. Köstlich. Und damals, als die Clubs noch Disco hießen, war die Gors das angesagteste Designergetränk Schau, da muss er schnaufen, wenn er von der Gasmaß trinkt, weil das ist so anstrengend. schlechthin. Oh Gottes Willen, habt ihr es gesehen, wie der sein Gasmaß hält? Jetzt ist die Bestätigung, 100% bestätigt. Aufpassen, wie er, Mauszeiger ist bei mir da, wie er von der Gasmaß trinkt. Pass auf. Sagteste Designergetränk. Erst einmal wird abputzt, weil von seinem besten Kumpel, da mag er nicht die Keime in der Fresse haben. Ist das schon mal irgendwas zwischen schwul und schwul, bin mir nicht sicher? Schlechthin. Er trinkt wie ein 4-jähriger Bub. Pass auf. Getränk schlecht. Da, wer trinkt denn so aus seiner Maß? Was ist denn das? Das war wie wenn ich aus meinem Almdudler so trinke, so. Oder wie kleine 4-jährige Kinder, so. Weil ich nicht einmal eine halbe die Mastering halten kann. Für was meinst du, dass der Henkel da an der Seite noch gemacht ist, du Trottel?
Wie geil die Weiber angezogen waren in die 80er. Hey, Gott sei Dank, dass ich da nicht aufgewachsen bin. Und jetzt Gosmas, die Wiederkehr. Gosmas, die Wir Wiederkehr. haben sie wieder auf der Karte. Auf Ja, weil die ganzen 14-Jährigen nur noch Gosmas saufen, weil sie nichts anderes schaffen. Volksfesten wird sie ausgeschenkt. Ja, wenn jetzt da irgendeine Werbung für den anderen Zipfel in seinem scheiß Straubinger Volksfest gemacht wird. Das ist übrigens das Zeit, wo ihr mir am allerwenigsten finden werdet, wo es ein scheiß Gosmas zum Kaufen gibt, weil was soll das? In Bayerischzell gibt es seit ein paar Jahren sogar ein eigenes Gosmas-Fest. Die Blattler-Gruppe vom Trachtenverein organisiert es. Ah, schau hier. Muss ich was sagen dazu? So verkauft man Sachen. Produkt. Unter die Hälfte vom Bettel. Und drüber Titten. An die 1000 Leute kommen einmal im Jahr im Zelt zusammen. Gosmas Weißt du, was mir da gerade auffällt? Warum zeigen die jetzt das Bettel her, wo er das Volksfest-Bettel herzeigt? Warum? Das findest du, glaube ich, bei Google als allererstes, wenn du nach Volksfest suchst. Warum hat er das am Handy? Das würde mich interessieren. Gosmas trinken ist ein geselliges Ritual mit strengen Regeln. Der Krug wandert am Tisch rein. Ein Flugmaß halt. Ja, das ist ja alles schön und gut. Das ist ja alles schön und gut. Flugmassen, was weiß ich, jeder sauft die Augen, ansonsten bist du raus! Oder heißt du jetzt Franziska? Genau, da besteht dann einer und dann geht die einmal um und der Vorletzte muss halt dann zahlen. Also, wenn ich jetzt sage, ich trink's aus, dann muss halt er die nächste zahlen dann dafür. Ich trink's aus, dann muss halt er die nächste. Da ist doch wieder dasselbe. Was ist denn los, Leute? Ihr kennt doch, darf den, bei ihrer kann man es nicht sagen. Ja, bei Weiber weiß man nie, wie alt das wirklich sind und so. Aber schau dir doch mal den da, der Nemo. Der ist doch 12. Der darf doch noch gar kein Gosmas nicht trinken. Was ist das denn? Sagt doch keiner was. Das kommt im Fernsehen, Leute. Warum? Nächste zahlen dann dafür. Und der erste Schluck muss groß sein. Henkeltest geht anders, du Spacko. Der Test für Geübte und Anfänger. Das ist übrigens der richtige Henkeltest, falls jemand interessiert. Aber wer hat sie wohl erfunden? Geht es eigentlich noch jemanden so, der wenn er Gas sagt, dass er automatisch grinsen und lachen muss? Aber wer hat Gas sind einfach so geil. sie wohl erfunden? Die moderne Gas. Diese krude Mischung aus Bier, Cola, Schnaps. Vieles Irgendjemand wahrscheinlich wieder, der keine Limo nicht zur Hand gehabt hat und dann ist ihm aus Versehen nur ein Kirsch rausgekommen und dann hat er Gas was erfunden. Anders kann es nicht gelaufen sein. Jetzt muss ich mir mal schnell meine Haare hinterkämpfen, weil sonst kriege ich einen Vogel da. So, hier, das da. So. Weiter geht's. spricht dafür, dass sie es waren. Amerikanische GIs. Nach dem Krieg brachten sie Also wenn das wahr ist, dass der Amerikaner das Gasmaß erfunden hat, dann soll jetzt spätestens jetzt klar sein, dass das nichts sein kann. Cola, Kaugummi und Zigaretten. Damals trank man in Bayern hauptsächlich dunkles Bier. Das war den Amis offenbar zu bitter, so dass sie es mit Cola und Likör versüßten. Das ist genau das, was ich immer sag. Oh, mir schmeckt das Bier nicht. Schütt mir 3 Pfund Cola, Zucker und Kirschlikör ein, dann schmeckt's an mir. Und außerdem bin ich nicht so schnell besoffen und muss spucken. Oh, putz da mal deine Karche aus, du Homofürst. Eine Theorie. 74, 75. Jetzt haben wir die schon Hat er heute schon gesoffen, glaube ich. drum. Tingling bei Waging. Umtrunk am Feuerwehrhaus. Das beliebteste Getränk, die Gosmas. Im Land der Mischgetränke ist sie allerdings noch nicht. Jetzt hätte er so einen brutalen männlichen Holzfällerbart und zuzelt an seiner Maß, die nach Cola schmeckt. Das Bettel macht mich traurig. Aller Panschereien letzter Schluss. Es geht noch schlimmer. Also das Grausigste, was ich kenne, ist die Adelmaß. Das Grausigste, was ich kenne, ist, wenn Leute im Fernsehen lispeln. Der Gasmaß, da wo Pressog reingeschnitten ist.
Erpressung, ja. Und dann hast du eine Brutze rein beim Trinken. Nein, das ist schon krass. Gibt's das wirklich oder beitet sich das bloß ein, dass das gibt? Das würde mich interessieren. Aber so Bronzos machst du schon auch gut. Ja, da waren wir letztes Mal beim Maibaum-Aufstand in Bierling unten. Und da. Er schaut so richtig aus, wie so ein richtig geil zusammengestrahlter Biertümpfe. Er gefällt mir. Den mag ich. Den mag ich. Aber zum Schluss da war noch Bronzos übrig. Und die haben es dann in eine Maske geschnitten und dann haben wir die. Na! Die Geschichte erzählst du mir zum ersten Mal. Na! Na! No way! No, 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 Senor! No! Na! Niederungen bayerischer Trinkkultur. Zurück in Wald an der Alz. Der Wirt mischt eine Laternenmaß. Ah, das darf da als Wirt nicht passieren. Das darf da als Wirt nicht passieren, wenn du in die Laternenmaß das Schnapsglas lässt. Das darf da nicht passieren. Geht ja noch, aber dann Ja gut, ich hab nicht gewusst, dass er 400 Jahre alt ist. Tut mir leid. die Gackerl-Gorsmas. Mit Ah, rohem Ei. asozial. Ja, irgendwie hat mir gesagt, dass das. Ja genau, irgendwer hat mal gesagt das und ihr Vollidioten macht es alle noch. Traditionell ist und dann haben wir das immer Nummer. Prost. Da sieht man, da ist er wieder, schau. Der Kiwi. Oh ja, der Kerl. Und was steht sonst noch so auf der Getränkekarte des Grausens? Wow, applaudier mir ihm, weil er Augen aus der Maß rausgedrungen hat. Gratulation, kriegst einen scheiß Friedensnobelpreis von mir. Was ist denn der? Also, Schneemaß besteht auch. warum hammern wir Bayern so? Das ist so lustig, lieb, gleichzeitig, wie es alle schön vor der Kamera stehen, schön mit einem aufblasenden Backerl in einem Halbrausch, weil sie schon 3 Gasmaßen in der Futzen haben. Da stehen so, ja, wir in Bayern haben wir halt alle auch so. Und darum meint ganz Deutschland, dass wir Bayern immer nur Lederhosen haben und Bier saufen und da Weißwürst reinwerfen. Ich kriege einen Vogel mit den Leuten. Aus Vanilleeis, Orangensaft und Sekt oder Weißwein. Betonmaß wird alles zusammengeschüttet, was am Vortag nicht zusammengedrungen worden ist. Das kenne ich ein bisschen anders. Ein Betonmaß wird bei uns einfach alles eingeschüttet, was da ist. Alles. Restelsaufen. Das ist okay. Restelsaufen. Hi, 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 hi. Auf der rastlosen Ah! Der verschüttete Bier! Suche nach Orientierung. Dialekt, Bräuche, Tracht, alles wieder da. Und jetzt auch die Gorsmas. Aur. Also ja, ganz so schlimm, wie ich gemeint hab. Josef Maria Erl, meine Damen und Herren, übrigens. Josef Maria Erl. Bitte einmal, der hat übrigens gerade einen Auftritt in Straubing. Der Josef Maria Erl. Mit seiner Band, Herr Taustor! Fix, Mari! Das muss jetzt at Milogesen sehr. Schon wieder 11 Euro, nein, du spinnst doch. Mir vergeht's gerade, was soll ich sagen? Merci fürs Zuschauen, merci fürs dabei sein, merci für 11,29 Euro. Kruzifix, ihr Narischen. Also, nochmal, ein Gasmaß an und für sich ist was ganz Geiles. Aber diese massive Euphorie drumrum verstehe ich nicht. Ja, das ist, verstehe ich nicht. Und ich darf es verstehen, wenn einmal irgendjemand zugeben darf, dass er ein Gasmaß bloß sauft, weil ihm das normale Bier entweder nicht so schmeckt oder sonst irgendwas. Das möchte ich halt hören. Und das hat halt leider Gottes keiner im Kreuz. Und das ist das, was mich so aufregt und triggert dabei. Das ist halt, keine Ahnung. Das ist halt einfach, da kriege ich brr. Josef Maria Erl. Bitte einmal im Chat huldigen. Danke. Und Grüße an den Müli. So, jetzt machen wir wieder Musik. Kruzifix, ich schwitze schon wieder wie eine Sau. Kinder. Und Amox Tube schreibt schon richtig, freilich sauft der fette Bronsos aus der Maus. Richtig. Oh, der Andi Rombach, was hat der für eine Band? Stimmt, wollte ich sagen, mit seiner Band, er hat eine Alternative Rock Band, ja, das ist so etwas modernerer Rock-Ding. Er singt da, das ist übrigens auch der aus dem WASD-Video, von meinen Musikvideos. Das ist der Seppe quasi. Und der hat jetzt gerade, just in diesem Moment, glaube ich, die spielen auch, gerade um 5 Uhr, glaube ich, spielen haben sie einen Auftritt in Straubing im Bandhaus, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und sie heißen Everybody Needs a Hobby.
Mr. Dampfexpress! Schlimmers ist es unnazige WOSI mal eige los. Weil wenn's du nicht aufpasst, kimmt's wo hinten und huit zur Burgfotzen aus. Herr Dampfexpress, vergeht's gut. Ja, da hast du ganz unrecht. Theoretisch wenn es nach mir geht, ganz offen und ehrlich, seid's freundlich, lasst doch die Leute saufen, was sie wollen. Hauptsache, sie saufen. Und Hauptsache, sie sind freundlich. Hoppala, da hat's mir Koppel ausgedroschen. Herr Boris, Blut schon wieder, vergeht's gut. Ja, dring Iago as WIA as Festbier wo Akku Boy Smiley mit Freudentränen Hashtag Haters gonna hate. Haters gonna hate. Da gibt's doch nur Hater, oder? Da gibt's doch nur Hater, wenn's um das Akku-Festbier geht. Das geht aber überhaupt nicht. Das war ganz früher, da glaube ich, war ja heute noch 13, 14, 15, haben wir das Akkubräu so getrunken, also aus der Flasche. Da hat's irgendwie lang nichts anderes gegeben. Und, naja. Josef Maria L. im Bandhaus Homgrad opfangt. Josef Maria Erl im Bandhaus haben gerade angefangen. Der Killerkeks Nummer 1, wer bist du und bist du da gerade dort? Das war natürlich, ich wollte ja eigentlich auch hinfahren, aber Stream angekündigt für 16 Uhr. Und ich hab gemeint, das ist auf Nacht im Bandhaus. Ich hab nicht gemeint, dass die schon wieder mitten am Nachmittag spielen. Das heißt, war ich nämlich auch da gewesen. Falls das jemanden interessiert, keine Ahnung. So, warum verschiebt sie eigentlich mein Chat nicht mehr automatisch? Das darf mich interessieren. Babene, Vanille Erdbeer Schoko, Babene. Kann auf Twitch nichts mehr schreiben. Warum? Geht Twitch nicht mehr? Hanne auf Twitch noch Leiter? Hallo? Hello? Ja, 35. Hanne auf Twitch noch Leiter? Hallo? Hello? Oleg, das ist aber ziemlich live. Muss ich sagen. Also ist ganz wenig Verzögerung drin. Muss mir einer lassen. Oh, heiß ist mir, Kinder. Stunde 20 haben wir schon wieder da. Bist du deppert oder was? So, jetzt muss ich ganz kurz da mal alles zumachen. Okay. So, jetzt haben wir beieinander. Der andere Herr Kulzer, erstmal habe ich die Ehre an den Kulzer Clan, nochmal schreibt Twitch geht. Also es ist nicht irgendwie was kaputt oder sonst was. Naja. Puh. Ziemlich, ich schwitze wie ein Drecksau, fix. Und ich weiß schon, eine Sau schwitzt nicht, aber egal. Jetzt mach ich mir mal... So, wo war man überhaupt? Eigentlich wollten wir uns das Video von Tough mit den 2 Amerikanern auch noch anschauen. Aber da ist mir jetzt der Bayerische Rundfunk ein bisschen zuvor gekommen. Das werden wir uns fürs nächste Mal aufheben. Der Herr Mittermeier fragt, was ist ein Putzwei? Das ist übrigens ziemlich interessant damit zu beobachten, dass kein Schwanz lest, was ich in die Videos schreibe. Wie immer bei dem Video Breißen reden bayerisch nicht gewusst habe, was die mit Putzwei, was die da damit meinen kann, ist mir währenddessen ich das Video dann fertig geschnitten habe und ich die stehe ungefähr 4 Millionen Mal angeschaut habe, bin ich dann auch drauf gekommen, dass das Putzwei heißt und hab das dann auch eingeblendet. Aber nur geschrieben. Ja? Kein Mensch hat das gelesen und 100.000 Leute mögen mich darauf hinweisen, dass das Putzweib heißt. Aber gut, muss ja jeder selber wissen. Der Herr Warbringer 666 habe ich und Birger Chat, was habe ich Birger und Chat, so. Dann sage ich, habe ich Herr Warbringer. Warst du schon mal in Erding? Ja, ich war schon mal in Erding. In der Therme war ich da einmal. 2-mal. Ist ganz nett, aber da ist mir zu viel los, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Schau da unbedingt vegetarisches Schnitzel von Rügenwalder getestet. Von wie schmeckt das wohl? Da kriegst du die Gichtze fix. Weil mit Videos muss halt gelangen. Hab ich schon gesagt, gell? Ja, 6. Der Herr hat 5 Millionen Grad. Und das Studio Licht da, das macht's auch nicht besser. Und überhaupt und sowieso. Bavaria Brothers, my English very good. Bavaria Brothers, fragen mich schon wieder, bist du geil? Habe ich das schon beantwortet im Video von vorgestern. Der Mario schreibt, Telex, mach mal ein Dampfer-Video. Gefährliches Thema. Das da,
Das habe ich wirklich nur in der Fotzen. Ich möchte jetzt eigentlich im Stream auch vermeiden, dass ich das überhaupt herzeige, weil mir immer so viel Leute drauf anschmatzen und sonst irgendwas. Und ich mag eigentlich nicht drüber reden und nicht übers Rauchen reden und sonst irgendwas, weil das Rauchen an und für sich der größte Fehler meines Lebens war. Das hat mir so viel Geld gekostet, wahrscheinlich 10 Jahre meines Lebens. Und mit dem läuft es ähnlich, da brauchen wir nicht diskutieren. Da, wer mir verzeiht, dass das gesund ist, der ist ja der Vollidiot. Dass es gesünder ist wie Zigaretten, das weiß ich auch. Und es kostet weniger und ich tue es halt auch bloß, damit ich nicht mehr rauchen muss. Aber ansonsten bin ich sehr begeistert von dieser Dampfgeschichte und ich mag halt da keine Leute dafür beeinflussen. Ja? Weil ich keinem empfehlen werde, hey, fang's Dampfen an. Einfach so. Jetzt einfach am liebsten gar nichts. Sauft's lieber halbe mehr. Ansonsten finde ich aber Dampfen ganz gut. Mir hat es geholfen, dass ich das Rauchen aufhöre. Ja? Ich muss jetzt da mal... Fix, Alter. Schwimmen meine Ohrwaschel in dem Headset. Herr Thunderslash, merci für dein Abo. Wie oft ist denn das da heute schon eingeploppt da? Wahrscheinlich schon 100 Mal. Unglaublich. So, wo waren wir? Ja, Dampfen. Los, wir erst mal gemütlich an meiner Dings ziehen. So. Mir hat es halt geholfen, dass ich von 30, 40, 50 Herr Huber! Sorry, Muasweg, mir dreschen Jet, Servus. So viel Leute dreschen. Herr Huber, vergeht's gut für den Zwickel 29. Und da gibt's wohl keine Entschuldigung, da muss ich keine Entschuldigung. Frau, geht da hin! Schon wieder! Merci. Keiner muss entschuldigen. Ja, was hast du wieder was im Messenger gekriegt? PS, gibt der Papa-Version auch noch. Schauen wir uns gleich an. Wer zahlt schon? Oh, Mr. Max, nein! Hier der Beginn zum Spendensammeln für Aglon-Klimaanlage für einen Schnipselraum. Raute dass da Burger Saal fließt. Alter, 25, spinnst du? Nein! Bitte nicht, jetzt mir das nicht an, weil ich jetzt mal da sitze mit einem ultra schlechten Gewissen. Und auf YouTube kann das eigentlich noch nicht einmal zurückschicken. Fix. 25 € sind einfach zu viel, aber herzlichen Dank, Mr. Max. Und das als Special Greets mal an den harten Kern, ja. Das muss einmal sowieso sein. Special Greets an den harten Kern, an den Mr. Max, an den Patrick, an den Villa, an den Smurf, an die Frau Gewalt, an wen vergieße ich? Wahrscheinlich vergieße ich jetzt wieder die Hälfte und ich mache es schlimmer wie vorher. An euch alle einfach. Vielen herzlichen Dank. Was soll ich sonst sagen? Aber macht's mir kein so ein schlechtes Gewissen mit sich nicht. Überdimensionalen Beträge, was soll das? Stop it! So. Und ja, ich werde in eine Klimaanlage investieren, weil du da herin verreckst. Das ist, ich muss da über alles zumachen, weil sonst kommen Nachbarn, wenn ich jemanden anschreibe, wie ein Vollidiot und was weiß ich, was alles sehe. Und ja. So, dann, wo waren wir? Warum ist noch der Livestream 41 nicht online? Warum ist der nicht online? Weil TAF mir das Video gesperrt hat, weil wir mir letzte Woche ein TAF-Video angeschaut haben. Und TAF hat das nicht so gut gefunden, glaube ich. Aber keine Sorge, ich habe keinen Strike gekriegt oder sonst irgendwie einen Blödsinn. Und wenn, dann darf man es auch überleben. Haben wir ja schon einmal einen gekriegt. Weiß das ja, wie es ist. So, mir hängen meine Haare in der Weggeschichte umeinander, dass der Wahnsinn ist. Selina Probst schreibt, One of the Drunks. Bestes Lied, wenn du mich fragst. Und merci, ich weiß nicht für was, aber vielleicht, weil ich die auf das Lied gebracht habe, ich weiß nicht, es war mir eine Ehre. Viel Spaß damit. Ist ein unfassbar gutes Lied, One of the Drunks. Von, wie heißt es? Panic at the Disco natürlich. So, wo waren wir? Die Frau geht da hier, hat irgendwas geschrieben mit irgendeinem Video oder irgendwas, sonst irgendwas. Das müssen wir uns noch schnell anschauen. Das Headset wird schon nass, glaube ich. Pfui Teufel, richtig asozial. Birger, du bist so asozial. Was soll denn die asoziale Scheiße eigentlich heute? So. Wahrheit oder dicht? Mama-Edition. Frau Gewalt, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das im Stream anschauen kann, ohne dass sie mir sperren. Da habe ich, das muss ich mir, ich versprich's dir, ich werde es mir straight nach dem Stream, werde es mir anschauen.
Zu gefährlich. Das haben für über 5 Millionen Leute aufgerufen, das Video. Wenn ich da jetzt herin bin, dann will ich ja schon gestrikt wegen der Audio-Ding. Da kriege ich einen Stress. Da kriege ich einen Stress mit dem Luke. Aber jeder, der Bock hat, kann sich das natürlich gerne anschauen. Es heißt Wahrheit oder Dicht, Mama-Edition mit dem Luke Mockridge. Den ich übrigens, ja, ich bin immer noch nicht so hundertprozentig sicher. Herr Tönchen! Der Stream ist auf Twitch noch da, an alle, die ihn noch sehen wollen. Ach, stimmt. Stimmt, das hast du schon einmal gesagt, da habe ich nicht dran gedacht. Ja? Also jeder, vergelt's gerade erstmal für den Euro und Tönchen, lass das bleiben. Du hast eh kein Geld nicht, dann verhungerst du wieder das ganze Wochenende. Ich grüße schnell einen Leonard Hilz. Weiß nicht warum, aber mir grüßt man. Hallo Leonard. Wo war man? Schau, ich bin wieder völlig aus dem Konzept. Der Luke Mockridge, ja. Mag ich den nicht. Bin unentschlossen. Ein paar gute Witze hat er aber auch Fake Cast, wo ich mir denke, ja, muss er halt machen im offenen Fernsehen. Da finden viele Leute Sachen lustig, die ich nie verstehe werde wahrscheinlich. Aber ja. Dann habe ich euch letzte Woche was versprochen, dass nach die Streams immer noch einen Prä- oder After-Schmerz im Discord-Channel gibt. Den werden wir heute leider Gottes auslassen müssen, weil ich weiß schon, Birger, was bist du für Penner? Jetzt hast du so einmal gemacht und jetzt schon wieder nimmer. Ja, letzte Woche haben wir aber auch nicht, wie soll ich sagen, um 6 Uhr sowas das Streamen aufgehört. Und dann warten nämlich die Freundin und dann muss ich fort. Deswegen, ich bin heute nicht da, ich bin morgen nicht da und bin wahrscheinlich sogar am Sonntag auch nicht da. Dafür schaue ich unter der Woche mir eine. Okay? Ist das ein Deal? Ja, ich glaube schon. Dann spielen wir Runden Scribbly oder so. Werden wir schon hinkriegen. Tönchen! Sonst hört mir ja keiner zu. Und verhungern werde ich nicht, habe 25 Kilogramm plus Reserven. Ein bisschen, das Tönchen ist quasi ein bisschen, ist kein Tönchen, sondern eigentlich ein Ton. Vergeht's gut, Alter. Naja. Der Dampfexpress fragt mich, Grünwald, Schleich oder Grüber? Ein Schleich sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Schande über mein Haupt, wenn das irgendjemand mehr kennen muss. Ansonsten ist das Battle schon sehr eng zwischen dem Grünwald und der Grüberin. Ich sag Grüber, weil es erstens schon mal generell generell gibt es schon mal sehr wenig bohrische Kabarettisten überhaupt. Und Frauen schon gleich noch viel weniger und sie ist richtig lustig. Sie ist richtig lustig, richtig fotzert. Überhaupt und sowieso, deswegen finde ich Grüberin eigentlich schon ziemlich geil. Der Corby schreibt, Birger, du bist einfach der Beste, mach weiter so und zeig die Preisen, wie es geht. Corby, ich arbeite dran. Vergeht's gut. Zu viel des Lobs, ohne euch, wart ich nicht da sitzen, dat kann ich Videos machen. Ich sag merci an euch, an jeden Einzelnen, der jemals irgendwas von mir gesehen hat. Merci, merci, merci. Der Felix schreibt, Hashtag Schleichfernseh. Weiß ich nicht, ich kenn den Schleich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich helfe nicht. Birger 25 plus muss nach dem Stream noch schleidern. Wieso nach dem Stream? Was meinst du, warum ich mein Handy die ganze Zeit da herunten habe? Ich habe nach dem Stream keine Zeit, habe ich doch schon gesagt, oder? Kombiniere. Glaubst du, dass ich der einzige Schwarze gerade da bin? Tyrant, ja! Also, wenn du wirklich, wir haben ja heute, ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt wirklich gerade mit einem Schwarzen unterhalte, dann frage ich dich wirklich, darfst du, wenn ich zu dir, ja gut, wenn ich zu dir das N-Wort sage, dann ist es natürlich falsch. Ja, das bin ich mir schon bewusst. Jemand wie ich darf zu einem Hauttyp 4 Menschen das N-Wort nicht sagen. Tommy! Habe die Ehre Griers aus Emmering Griers an Mr. Max. Ich grüße mal erst einmal an Tommy, vergesst für den Zwickel, grüß an Max, grüß nach Emmering. Merci dir. Wo waren wir? der Brucker Bur V2 schreibt, Birger, mein Hauttyp ist schon fast der Feta-Kas. So irgendwas zwischen, aber wahrscheinlich die Konsistenz ist aber auch nicht Feta-Kas, sondern wahrscheinlich dann, wie bei mir das auch ist, Mozzarella. Schön weiß, schön schwammig, schön weich und schön zum draufdrummen. Hauttyp 4 Menschen. Wo waren wir? Genau. Also der Tyran, was sehr, ich möchte mich wirklich einmal gern einmal die Meinung von einem Schwarzen über dieses ganze Scheißgetue hören, wenn man in der Wirtschaft einen Neger besteht, ja? Ob ich das jemandem erklären muss, dass das nicht rassistisch gemeint ist. Griers nach Emmering zog aus Eichenau Mr. Dadomi. Grüß euch ein wenig, ich grüße euch auch ein wenig, grüß die Max, grüß die Domi, merci.
Der Hate schreibt, ich bin schwarz und mache mich selbst lustig über mich, weil sonst glaube ich, dass ich gemobbt werde. Ich hoffe, dass das ernst ist. Dass ihr wirklich Schwarze seid. Das ist genau dasselbe. Ich dachte, wenn es einen Grund dafür geben darf, aber das ist halt der Rassismus droh. Ja, es gibt keinen Grund, sich über die weiße Hautfarbe lustig zu machen, weil die Vorgeschichte eine andere ist. Aber dafür mache ich mich drüber lustig, dass ich fett bin wie ein Arschloch. Keine Ahnung. Also wenn du über dich selber nicht mehr lachen kannst, dann hast du eigentlich verkackt. Und ich glaube, da kann ich einen Hate, da kann ich die, glaube ich, beruhigen. Ich glaube, niemand bei uns traut sich, einen Schwarzen zu mobben, weil er schwarz ist. Ich glaube, das dauert 3 Minuten, wenn das irgendjemand mitkriegt, die Leute so geschlagen, dass es nimmer feierlich ist. Und so zurechtgewiesen, dass da nichts feiert. Also da brauchst du, glaube ich, wirklich nichts denken. So halbscharig anständig sind wir dann doch. Wenn nicht, dann muss ich unser ganzes Dasein wirklich schwerstens in Frage stellen. Schwerstens. Aber gut. Der Fanboy schreibt, du und Fett, halt dein Pappen. Ja. Für meine Verhältnisse. Julia Einhorn schreibt, ich bin so weiß, dass ich die Farbe der Wand habe. Ja, so geht's meiner Freundin zum Beispiel auch. Die ist so brutal kasig. Und es ist, weißt, ich gehe halt nie aus. Und ich schaue in der Kamera, schaue ich weit, wie soll ich sagen, kasiger aus, als ich das wirklich bin. Ich hab Gott sei Dank gute Bräunungsgene. Wenn mich 5 Minuten ausstehe, dann bin ich wie ein Neger. Ja, das darf ich sagen. Ja, das sage ich jetzt nicht aus rassistischen Gründen, sondern das darf ich sagen. Dann bin ich schwarz wie ein Neger. Und es geht ziemlich schnell. Aber ich gehe halt einfach nicht aussehen. Weil, wie ich so gern sage, da wird man unnötig braun. Was soll ich da? Und Lisa Marie schreibt so schön, du bist nur flauschig. Du bist nicht fett, du bist flauschig. Das war das schönste Lob, was ich heute gekriegt habe. Das gefreut mich. Flauschig sein ist immer gut. Flauschig ist immer gut. Sag ich immer. Ja, Cash mit schreibt, Birger, kannst du nur mehr einen Zug machen? Den Zug. Oder was? Oder da einen Zug. Warum? Warum? Ich weiß es nicht. Naja. Kennst du einen Astronautenmarsch? Nein, den kenne ich nicht. Was ist ein Astronautenmarsch? Naja. Bayer bist du, egal welcher Hauttyp. Schön gesagt, vom Smurfen. Smurfen, lese gleich nochmal laut vor. Bayer bist du, egal welcher Hauttyp. Bringen wir es doch so auf den Punkt. Ne? Und ganz ehrlich, wer sie 2018, Herr Schubert, Teufelsgroßhaut Typ 1 bis 2. Teufelsgruß, Herr Schubert, vergesst kurz wieder den Zwickel. Teufelsgruß, Hauttyp 1 bis 2. Was ist denn nur gerade, was läuft nur gerade falsch mit dem System? Can you do this? Yep. So, jetzt, also nochmal. 2018, wer da wirklich mit irgendjemandem diskutieren muss über Hautfarben, mit dem mag ich mich nicht unterhalten, zu dem sage ich, hau ab. Da sage ich immer nur, hau ab, ich mag dein Gesang nicht hören, ich mag's nicht hören. Ich mag's nicht wissen, ich weiß vorher schon, dass du geistig behindert bist, hau ab. Hau ab. Keine Ahnung. Ende der Geschichte. Und mit dem, dass ich fett bin, ja, ich weiß, dass ich nicht fett bin, ja. Aber im Vergleich, wie ich früher beieinander war und wie ich jetzt beieinander bin ich für mich fett. Ja? Also ich habe einen gescheiten Ranzen noch gesetzt in die letzten 5 Jahre. Und der war halt früher nicht da. Da war hier feinstes Waschbrettmaterial am Start. Okay, das ist vielleicht 10 Jahre her, aber das ist ja wurscht. Deswegen sage ich mir immer, ich bin ein bisschen gewampert. Nehmen wir nicht Fett. Fett ist wieder was ganz anderes. Fett ist übrigens auch eine Beleidigung. Und sagen wir, flauschig und gewampert. Haben wir zufrieden? Ja, okay. Ansonsten, wir 2018 sind noch über Hautfarben unterhalten, der kehrt mit der Hirnwurst der Wurfe. So. Das ist ein Kreisruck. Kreise. It talks Kreise. Mr. The Never Full. Merci dir für deinen 2,29 €.
Der Sanitäter Stefan fragt mich, wie lange wird der Stream noch gehen? Gute Frage. Also ich habe eingeplant bis 6 Uhr. Also die üblichen 2 Stunden. Wie jeden Freitag. Das ist übrigens für alle, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind. Ich mache das jeden Freitag. Sofern ich da bin, oder es ist einmal 2 Wochen Urlaub oder sonst irgendwas, dann mache ich keine Livestreams und keine Videos. Wird man auch mir mal verzeihen können, hilft das sowieso nicht. Und Stream geht mal mindestens noch bis 6 Uhr. Weil ich nämlich dann langsam sicher fort muss. Muskeln im Schlafsack, Birger. Du darfst nicht so pessimistisch sein. Ja, Muskeln im Schlafsack. Ja? Wenn es braucht, kann ich sie rausholen. Und der Herr Vonhof fragt, wo ist ein Heisel? Mr. Max, magst du am Herrn Vonhof, wo steht er denn? Kann ich nicht mehr da herum, ist er, Vonhof. Magst du mir bitte beantworten, wo Heisel ist? Du kannst es am besten. Der Cashmeat fragt mich. So, Birger, Frage, wie stehst du zu Schnupftabak? Sehr gute Frage. Ist unter dem letzten Video. Was läuft denn da für eine Scheiße im Hintergrund, Mann? Wieso sagt denn keiner was von euch? G und KAF da AMUR Häube wurde 5 Euro. Mr. Phil filmt. Vergeht's gut für deine 4,49 € und da kaufe ich mir, um ganz genau zu sein, bei uns 2 Leberkassemen und eine halbe. Vergeht's gut dafür. So, jetzt pass auf, was läuft da? Warum sagt keiner von euch, was das da nur Scheiße im Hintergrund läuft? Achtung! Hört ihr das? Ja, genau. Das nächste Mal, wenn ich von der Arbeit heimkomme, ziehen wir sofort die Hosen an. Die wichtigste Frage ist aber eigentlich, mich wundert es, dass die heute noch keiner gestellt hat. Birger, rappst du eigentlich? Und das Auge hör mal auf, und das Laufen fangen wir an. Und weiß uns ohne Glauben, hängen wir an Kilometer schwimmen drauf. Fleisch ist mal konntest, so sterben die armen Viecher aus. Und die so... Ja, genau. So. Müssen wir wieder leiser dran. Achtung. Ja, sicherlich. So, das ist in Ordnung. Wo sind wir? Wo waren wir? Wo gehen wir hin? Ich weiß es nicht. Juliane schreibt, du liebst deinen Sixpack so, dass du es beschützt. Du bist aber nicht fett. Ja, ich gehe ja immer so. So durch die Stadt so. Also man muss auch ich gehe nicht durch die Stadt, ich ruhe in genau dem Stuhl, ruhe ich durch die Stadt so. Halt immer mein kleines Baby fest so und wenn jemand kommt und schaut meinen Ranzen an, dann sage ich: Ja, grüß Gott, wird eine Missgeburt. Naja, so sind die Dinge halt. Fan-Treffen. Wir waren beim Schnupftabak. So. Und zwar, unendlich viele Leute fragen nach How to Schnupfer, How to Schnupftabak, How to was weiß ich. Schnupfer. Schnupfer tue ich selber nicht. Nur wenn jemand einen dabei hat, dann tue ich es gern. Dann tue ich es gern. Immer wieder mal ein bisschen, wenn jemand außerhaut, dann tue ich auch mit. Aber so kann ich nicht recht viel dazu sagen. Ich habe, um ehrlich zu sein, den Sinn dahinter noch nicht ganz verstanden hinterm Schnupftabak. Aber den habe ich hinterm Rauch auch nicht verstanden und der macht auch keinen Sinn. Deswegen bin ich da nicht so bewandert in der Schnupftabak-Materie. Frau, geht da hin! Heute wird Kingdom ozockt. Oha! Hast es geschafft, dass du es installierst? Vergeht's gerade für dein 2,29 €. Die Frau geht da hin, was ich übrigens sehr cool finde, ist, wenn Mädels sehen, die Spiele spielen. Der Ort Heißel befindet sich hinter dem Mars, die zweite Türe links am Ende des Ganges. Rechts Lach in das Smiley mit offenem Mund. Kurzstreckenticket der Bahn kostet 1,50 € und los. Jetzt hör auf. Bilger, wir sind nicht dick, nur gut im Futter. Vergeht's gut, Leute. Und ja, du hast recht, wir haben nicht fett, wir haben gut im Futter. Wir haben gut im Futter und wir haben schwere Knochen. Und wo daten sie denn unsere Freundinnen drauflegen, wenn wir keinen Ranzen haben? Wo? Außerdem braucht man keiner erzählen, dass nicht jeder von euch Mädels Bock hat, einen flauschigen Ranzen zum Streichen. So einen richtig geil flauschigen, dicken, schwitzigen Ranzen. Ich will jetzt da einmal unter mein T-Shirt iPhone da und da über die Kamera schmieren, dann darf sie es nichts mehr sehen. So.
Vergeht's gut leid für eure Donations. Ganz dickes, herzliches Merci. So, ganz ehrlich, ich bin nicht so bewandert in der Schnupftabak-Materie. Deswegen zögere ich das Schnupftabak-Thema ein bisschen aus. Herr Elbenwald! Einmal Löwe, immer Löwe. Und los geht der Shitstorm. Da ganz ehrlich, da helfe ich dir beim Shitstorm. Einmal 60, immer 60. Bitch! Bayern ist weiß-blau, nicht rot-blau. Und ganz ehrlich, wenn ich dem großen FC Bayern zuschaue, dann wird mir nach 5 Minuten langweilig, weil die keine Tore kriegen und nie verlieren fast und überhaupt und sowieso. Wer schaut sich denn diese langweilige Scheiße an? So, und jetzt lässt man einen Shitstorm anfangen. Naja. So, kann man Radler aus der Mast trinken? Ja, Herr Winz. Das kann man. Man kann Radler immer trinken. Wenn man Gasmaß, eigentlich, ich bin ja dafür, dass wir ein Gesetz einführen, jeder, der Gasmaß sauft, muss auch ein Radler trinken. Bin ich dafür. Dafür arbeite ich täglich. Ja, so. Das Tönchen schon wieder. Wenn ihr eine Freundin hätt, dann hätt sie einen ganzen Sitzsack zum Drauflegen. So. Gehen wir jetzt mit dir. Vergeht's gut, Alter. Herr Feierer! Herr Feier, so würde ich sagen. Entschuldige, Marco, vergeht's gut für den Euro. Aber Nachricht hättest du dazu schreiben können. Dafür sage ich, habe und vergeht's gut für den Euro. Und ans Tönchen natürlich auch. Herr Tönchen, wenn du so weitermachst, dann habe ich irgendwann das Beutel vom Totoro im Kopf, wenn ich an die denke. Hör auf damit. Ich hoffe, jeder weiß, wer der Totoro ist. Wenn nicht, dann geduldet euch bis Weihnachten und schaut euch dann mein Nachbar Totoro, einer der schönsten Animes, die es gibt. Du... Knochen sind was für Hunde. Und ich hab letzte Woche das SPÖ-Saupreis gejagt. Was, das Spiel Saupreis? Erstmal vergeht's gerade für einen Fünfer. Ihr braucht nicht jetzt, wenn ein Fünfer mir herschmeißen, bloß damit ihr was sagen dürft. Kruzifix, das ist ein Wahnsinn. Danke. Stimmt, Knochen sind für den Hund und, aber was für ein Spiel Saupreis kriegt. Es gibt ein Spiel, das heißt Saupreis. Ich plaudere jetzt einmal ganz kurz aus dem Nähkästchen. Mir haben ein paar Leute darauf hingewiesen, dass es ein offizielles Oktoberfestspiel gibt. Und das liegt schon im Warenkorb. Ich muss nur noch bestellen. Ich weiß nicht, ob ich es vor meiner kleinen Sommerpause noch schaffe oder danach. Aber das werden wir uns definitiv anschauen. Definitiv werden wir uns das anschauen. Ich glaub, dass ich vorweg schon einmal mit einem Kruzifix anfangen kann, zum drüber nachdenken. Naja. Ich weiß auch nicht, was ich da davon halten soll. Ach ja, ein Bayer ohne Bauch ist eine Grippe. Ja? Oder ein Rotzleffe. Ein sauberer Rotzleffe. Mr. Thomas, 1, 2, 3, 4. Bilder rappst du eigentlich? Tom! Dr. Ohrlächeln nicht! Jetzt wird es hopp allein, so ist es voran. Wie geht die Battle, Leute, ich weiß nicht. Aber ich glaub, dass du darfst, oder du checkst nicht, was passiert. Mein Backer eskaliert. Und wenn der Kind wird, hat der Ossi-Beitel abrasiert. Du bist der Ettinger Motherfucker. Ausschalten wollte ich es nicht. Wenn diese ganze Musikgeschichte übrigens interessiert, ich meine, die meisten werden es mittlerweile sowieso wissen, schaut einfach mal in meinen YouTube-Kanal, da ist ganz unten haben alle die Lieder, sogar teilweise mit Videos. Und auf Soundcloud auch, da gibt es die ganze Playlist. Das hau ich da jetzt da mal in den Chat ein. Achtung, der Birger spammt in seinen eigenen Chat ein. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das anschauen, anhören, was auch immer. Gefreut mich natürlich, wenn euch das taugt. Wenn nicht, dann ist es mir wurscht. Naja. Birger, ein Bayer ohne Wampen ist wie ein Puff ohne Schlampen. Das stimmt. Lieber Bauch als ein Lauch. So sag ich. Ja. Warum ein Sixpack, wenn man gleich ein ganz Fassel haben kann? Sechster außerdem wie ein Sixpack. Haben wir doch schon wieder so weit wie bei meiner Gasmaß-Theorie. Wenn saufst du bloß ein Sixpack, weil du ein Fassel nicht schaffst. Naja. Lieber einen Bauch vom Saufen als einen Buckel vom Arbeiten. Herr Feier, das ist nochmal merci für deinen Euro, aber ich bin mir ziemlich sicher, das hast du jetzt da, damit du eine Nachricht unter schreiben kannst. Aber da ist wieder keine. Du hast die Erlaubnis, mein Chat zum Spammen mit deiner Nachricht. WOS, ILO, DRMOIAF, 2 bis 3 Häubelei. Mr. Phil filmt, da sage ich merci für die Einladung. Weißt du, wie oft ich am Tag auf 2, 3 Halbe eingeladen wird? Deine Einladungen, wenn ich nachgehe, stirbe. Wenn er da nicht, da nicht, da nicht,
Also meine Sprecherin, Herr Boris Constrictors, merci für deine Donations, meine Boris Vorleserin, die wird jeden Tag besser. Jeden Tag wird es ein Stückchen besser. Und ganz korrekt ausgesprochen heißt da der A und da der A der Dirn. So. Ja. Der Josephus schreibt, vergeht's gut für eine Donations, um Gottes Willen, jetzt klangt's für heute, ohne Scheiß. Nur dazu, ich werde mir langsam aber sicher in 10 Minuten sowas aus dem Staub machen, um 6 Uhr werden wir hier, ist ein Zapfenstreich, ein Zapfenstreich. So. So, Werner Bauer schreibt, endlich liest der Bürger eins meiner Kommentare, Hashtag, du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Herr Werner Bauer, falsch rum, ihr seid die geilen Typen, ohne euch darf's mich nicht geben. Ganz einfach. Das ist ganz einfach zu Ende diskutiert. Ohne euch hätte ich nicht weitermachen. Ohne euch hätte ich nie angefangen. Wenn heute von euch keiner da war, hätte ich gesagt, Mr. Tom! Bester Mann in YouTube. Ihr Freu seid die mich schon Besten. auf Fan-Treffen und machst am neue How-To. Kartoffelsalat. Ja! Wer die mal Auto erstmal vergeht's für einen Zehner. Bitte keine zweistelligen Beträge. Da stirbe ich innerlich jetzt mal ein kleiner Katzenbaby tot. Weil zweistellige Beträge einfach zu krass sind. Das ist einfach zu viel des Guten, ihr habt es einfach zu brutal, ich kann nicht damit umgehen und ich habe einfach ein schlechtes Gewissen dabei. Das ist einfach zu heftig. Ihr habt, glaube ich, keine Ahnung, wie dermaßen, dass ich euch feiert für das, dass ihr da seid, dass ihr meine Sachen anschaut. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, How to Kartoffelsalat wird kommen. Und was noch, freue mich schon aufs Fan-Treffen, da werden wir uns auf alle Fälle sehen. Das lasse ich euch aber dann im Detail noch wissen, wann, wir, wo. In ganz kurz und knapp gesagt, am 15. September in der Comic-Con in München. Da kommen neben mir auch noch haufenweise Leute, die 100-mal bekannter sind wie ich. Zum Beispiel Leute aus Game of Thrones kommt einer, aus Breaking Bad kommt einer. Ich glaube, aus Game of Thrones kommen sogar 2 Schauspieler und noch und nöcher. Der Chris vom Trachtmann ist da, dessen T-Shirt ich heute übrigens auch habe. Und überhaupt und sowieso. So. Wo waren wir? Mr. Smith. Sinnfrei und Spaß dabei. Ja, genau. Weiter. Wieso verzeiht's den Rest nicht mehr? Oh Mann, Herr Smurfin, vergeht's gut. Leider werden bei mir die Twitch-Nachrichten nicht dauerhaft da einblenden, deswegen kann ich es nicht vorlesen, ich darf es gern vorlesen. Aber, weißt dass du bist, nochmal vergeht's gut und und fertig machen müsst es ihr. Der Kreissalzer schreibt, Game of Thrones, reden die Borisch? Nicht, dann sind sie nicht wichtiger. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Aber da kommen sehr, sehr viele Schauspieler und coole Leute. Ich bin echt gespannt. Und ja. Der vollständiger Name, schreibt, kennst du einen Florian Haider? Ja, natürlich kenne ich einen Haider. Wer kennt von uns da einen Haider nicht? Der Haider ist auch ein borischer YouTuber, macht aber halt 80% Hochdeutsch, 20% Borisch. Der benutzt seine borische Dialektgeschichte halt für Witze bei den Preisen. Herr Killerkicks! war wieder saugeil. MIDDI hau da AIDS den 5 in Nu drauf den Hammer halt bei 20 €, du. Bist as wert mach wieder so und mir seng uns AFM Goldboden Fuffi. Herr Keks! Merci! Herr Genzel! Servus und Hallo. Servus und Hallo zurück und merci für deine 2,29 €. Und natürlich Herr Killerkeks, merci für den 5er bzw. für deinen 20er. Du bist der gottverdammte Verrückter. Stop it! Merci und viel Spaß. Wann MOI kriegst 100 € wo mir. Heubärenwort. Das braucht's nicht, Leute. Das haben wir schon 2-mal gehabt. Und 2-mal war ich fast erstickt drauf, weil mir das einfach zu krass ist. Das ist einfach zu krass. Das 100er ist einfach, das braucht's nicht. Das ist einfach, ist ein 20er schon zu krass. Wenn ich mir denke, du gehst doch nicht einfach her und denkst, du bist lustig, da nimm einen 20er. Das passt nicht das passt einfach nicht zusammen. Selbstverständlich freue ich mich drüber, das ist aber eh klar. Und ich sage 100-mal noch Merci. Und wahrscheinlich wird sich jeder schon denken, er tut doch eh nichts mehr den ganzen Tag wie Merci sagen. Dann verliert es ein bisschen an Glaubwürdigkeit, aber was soll ich denn sonst sagen? Soll ich so machen? Merci. Ist das besser? Wenn wir das wollen, dann mache ich das. Wenn ihr Bock drauf habt. Nein, Spaß beiseite, allen Ernstes. Ich bin sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass das alles da so ist, wie es ist.
Bin sehr dankbar dafür, dass ihr geil findet, was ich mache. Geiler geht schon gar nicht mehr. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir werden jeden Tag fast 100 Leute mehr. Wir haben jetzt bei 45.000 Abonnenten. Ohne euch war es nicht möglich. Ohne euch war ich nur 5% so motiviert und da wahrscheinlich genauso weiter dümpfen, wie ich das vor 2 Jahren gemacht habe. Also alle halbe Jahr mal ein Video und mich dann wundern, warum das bloß 5 Leute schauen, etc. etc. Der Lenny! Für die Klimaanlage grinsender Smiley. Die Klimaanlage, ja, merkt man das schon. Ich habe so viel Schweiz unter die Ohren, das ist schon richtig ekelhaft. Birger, du Asozialer. Oh, der GTA-Gamer. Der GTA-Gamer ist ziemlich brutal. Da steht er, da schau, da. Der GTA-Gamer mit seiner dermaßenen Toxic-Community macht seiner Community allen Ehre und schreibt einfach mal, fick dich. Um Gottes Willen. Er hat's doch alle selber schuld, dass euch keiner mag. Ja, da kann doch eh nichts dafür. Weißt, mit dem Fick dich kann ich umgehen. Muss ich damit umgehen können, wenn mir 45.000 Leute zuschauen. Aber euch mag keiner. Und jetzt so, als dass ich es nicht verstehe. Das ist so traurig. Ich darf es euch ja gerne erklären. Vielleicht mache ich mal Videos über How-to-Lebenshilfe. Ihr Spackos! Der Nebo Pro fragt mich, magst du Bayern? Was, da sitze ich? Tommy! Auf Klimaanlage. Ich schwör's euch, ich kaufe mir eine Klimaanlage. Das wird passieren. Ich werde mir nachschauen, was sie da machen lässt. Vergeht's für einen Fünfer. Jetzt hört's bitte endlich auf. Weil es einfach zu viel ist. Für heute ist zu viel. Verrückter Scheiß, ja? Schwierig wird die Klimaanlage da herinhalten, weil da irgendwo muss die Abluft ja aussehen. Und mal schauen, ob sie das irgendwie machen lässt. Schauen wir mal. Naja. So. Haben Pinguine, ja, Herr Stiegel, Wagner, also mir ist gesagt worden, Pinguine haben Knierschein. Ich habe aber selber noch nicht recherchiert drüber. Es ist aber für alle, die neu sind. In meinen Stream-Titel steht immer irgendein Blödsinn. Das hat nie was mit dem Stream zu tun. Nie. Der Noah K04 möchte, dass ich ein Instagram-Beutel poste. Sollen wir das einmal miteinander machen? Ich glaube, es weiß keiner, dass ich Instagram habe. Also ich habe Instagram, aber ich nutze halt nie. Was ist das? Das ist eine schöne Idee. Das ist eine schöne, zuckersüße Idee. Am Schluss aussieht das Thema. So. Spring dir deine Haxen blutig. Am Wochenende ist keiner würdig. Wer hat schon passen, ich glaube, dass es gut wird. Und wenn nicht, dann mache ich mal wieder Bier. Oh, Alter. So, jetzt ist der Rest vom Bayern Losweg. Damit der erste Teil für die Klimaanzoid ist. Und den Schlock-Konvoi, den schaue ich mir jetzt mit ganz viel Freude an. Lachender Smiley mit offenem Mund, habe die Ehre und bis nächste Woche oder davor Show MOI davor im Discord. DRRRRRRRRRRRRRT. Was sollst du jetzt da sagen dazu? Ein 50er. Mr. Max. Wow. Hoppala, da war die Lehne unten. Dumme! Jetzt ist echt der Ruhe, ohne Scheiß! Schluss 4. Ja! Das blöde Gesicht muss ich genießen. Fix, Mari! Dumme! Max! Alle anderen! Glutzi, fix! Jetzt ist echt eine Scheißruhe! Oh, vielen herzlichen Dank für den 50er. Und das Ganze andere, ich kann es ja nicht zusammenzählen, weil du nicht bloß einen 50er heute da lassen hast, sondern wenn du mich fragst, einen scheiß 100er. Du spinnst komplett! Hör halt auf!
Normalerweise, weißt du, wenn ich nicht wissen darf, dass der erwachsene, anständige, normale Person warst, dann darf ich jetzt sagen, zirk das sofort zurück. Kruzifix, oder vielen herzlichen Dank. Mir fällt nichts anderes ein dazu, außer Merci. Merci für euren Support von vorn bis hinten. Das passt immer noch nicht so ganz in meinen Kopf ein und ich weiß nicht, wie ich da damit umgehen soll und ich kriege automatisch ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir jetzt ein Ding um 6 Uhr wollte ich eigentlich aufhören. Gut, dann warten wir halt noch bis mindestens der 50er da oben im Chat abgelaufen ist. Das ist einmal das Mindeste. Und was wir jetzt halt einmal machen, ist folgendes, nämlich wir posten jetzt einmal ein Instagram-Battle. Für die mich auf Instagram noch nicht verfolgen, es ist ja nicht so wichtig, weil ich da nicht recht viel tue, muss ich ganz ehrlich sagen, aber mein Handy ist ja sehr ein Haufen Scheiße. Herr Genzel! Schicht im Schacht. Schicht im Schacht! Ja, jetzt ist wirklich hier Ruhe. Kinder, bitte Herz auf jetzt. Ernsthaft, bitte Herz auf jetzt, weil es mir echt zuwider wird. Das wird einfach zu viel. Ja, und das braucht's nicht. Ich mache auch so weiter. Da brauche ich keine 300 Euro in den Arsch gesteckt kriegen. Was gefühlt halt waren. Klangt das überhaupt? Ich weiß doch nicht. Ich glaube, dass wir 85 Donations Code haben. Fix, Mari. So, jetzt mir gekauft. Leider Gottes. Zuwerfender Smiley. Ich hab leider. Faust angespannter Bizeps. Du hast gerade gesagt, du hörst auf. Merci, Tommy. Bitte. Der Livestream war einfach der Hammer. Herr Mittermeier, ihr seid der Hammer. Das freut mich natürlich. Merci. So, wir machen jetzt damit und seht ihr vielleicht da einmal mein Setup. Das ist hinten vorne zusammengerannt, aber das ist ja scheißegal. So, jetzt pass auf. Machen wir Instagram-Foto. So, jetzt pass auf. So, jetzt wenn ich mich mit Instagram noch auskenne, dann posten wir das da mal schnell. Haben wir das jetzt schon postet? Nein. Haben wir das? Mein Kruzifix, mein Handy ist so beschissen langsam, dass das 100.000 Jahre lang dauert. Zum Kotzen. Wo ist das jetzt schon gepostet oder nicht? Oder was soll die Kacke? Was ist denn das für Scheißdreck? Also keine Ahnung, ich habe jetzt da das Battle gepostet, warte mal. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, was ich tue, ich poste nie was auf Instagram, mein Handy ist der absolute letzte Müll. Und ich habe jetzt gerade ein Highlight gepostet, ich weiß nicht, ob das hier, ich müsste mich mal damit befassen. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Ja, es überblendet halt wie Sau. Ja, ist eh scheißegal. Also keine Ahnung, Kinder, ich tue auf Instagram nicht recht, weil das ist ja völliger Blödsinn. Ich verstehe nicht, warum man auf Instagram seine dämliche Fresse alle 5 Minuten posten muss. Keine Ahnung, warum. Aber gut, ja, haben wir gemacht. Keine Ahnung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Julia Einhorn schreibt, liebe deinen YouTube-Kanal, da Lenny. Klimaanlage und ja, Handy ein neues Handy war fein. Merci, aber ich werde mir kein neues Handy nicht kaufen. Ich brauche kein Handy, das ist das Geile. Und ich werde seid's mir bitte nicht besser, ich werde meinen Instagram-Account nicht recht pflegen, weil mir das echt am Arsch vorbeigeht. Ich folge auch niemandem auf Instagram, weil ich mir das einfach nicht anschaue. Der Account, den ich da habe, ich bin mir ja nicht sicher, vielleicht sehen das ja andere Leute, wie viele Leute das ich folge. Das ist nicht mein Account, das muss man dazu sagen. Den hat mir jemand aufgekommen. Ein kleines Kind im Prinzip, der war 13, 14, 15 Jahre alt. Und der hat mir dann meinen Namen aufgekommen und hat mir dann den Account gegeben. Der hat über 6.000 Leute gefollowt. Und da haben nur Tussis und Tittenbeutel drin. Nur dazu, ich möchte eigentlich einen neuen Instagram-Account, aber ist eh wurscht, ich nehme den eh nicht her. Der KG Music fragt, haben Pinguine Kniescheiben? Jetzt sag's, ja, sie haben Kniescheiben, man sagt's bloß nicht. Ich glaube, sie haben sogar 2. Oh,
Kinder, es ist saumäßig heiß zu hören. Ah, jetzt warten wir, ich habe euch versprochen, bis ein Max sein 50er da oben auf YouTube ausgelaufen ist. So lange bleiben wir noch da. Bis dahin werde ich mich wahrscheinlich noch 400 Mal bei euch bedanken. Und ja, ich glaube, dass das ganz gut war, dass wir mir jetzt ab 4 Uhr anfangen. Ich glaube, das werden wir auch in Zukunft so machen. Eventuell kämen in Zukunft mal, wie soll ich sagen, ein paar andere Tests. Dass wir das einmal um 8 Uhr auf die Nacht machen und dass ich vielleicht sogar einen zweiten Stream einführe, so wie das damals der Late-Night-Stream war, dass wir das einfach regelmäßiger machen und dann im anderen Stream, das wird der Gaming-Stream und der Freitag bleibt der Blade-Schmerz-Stream und weiß das wie es ist. Ja? Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Hab mir gerade das Bild auf Instagram angesehen. Ja, das war ein super Battle, keine Ahnung. Und vor allem ist es hochkant, das ist das Allerwichtigste. Sogar mein Hund lacht bei deinen Videos. Ja, sagen wir es so, wenigstens der. Wenn der Hund lacht, dann ist alles gut. Von 23 Leuten gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie Instagram funktioniert. Und ganz ehrlich, ist es mir scheißegal. Viel wichtiger ist, dass wir uns am Wochenende mindestens eine leckere Babykur einverleiben. Und ich bin gespannt, wann jetzt endlich einmal der erste Veganer daherkommt, der sich getriggert fühlt und einen Beef anfangen möchte. Da ist eigentlich dann die Frage, können Veganer überhaupt einen Beef anfangen? Naja. Der Herr Hochradl schreibt, ich glaube, bis das der 50er weg ist, dauert es 20 Minuten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das dauert, aber ein Viertel ist er schon weg. Ja, dann bleiben wir halt da bis um 20 nach 6. Hilft ja sowieso nicht. Ja, und da hört man so ein wenig, hauen wir halt noch eine kleine Fragerunden rein, 10 Minuten. Ne? Was haltet ihr davon? So quasi, es hat immer viel Spaß gemacht. So haut's mir Fragen her à la Hobbit oder Herr der Ringe. Oder Schweiners oder Weißwürst. Oder irgendwie sowas. Raushauen. Haut's raus. Haut sie raus. Das machen wir. Und das, ich versuche die so schnell zu beantworten, wie es irgendwie geht, dass wir so schnell schaffen, so viel schaffen, wie es irgendwie hinhaut. Bringst du jetzt das neue Merch mit dem Pinguini und Fliegen raus? Ob Fliegen Knierscheiben haben, ich weiß noch nicht. Da muss ich einen Chris fragen, ob er mal eine lustige, was brauchen wir? Ob er mal einen lustigen Pinguin zeichnet und eine lustige Fliege. Muss ich einen Chris fragen, falls er das sagt. Aber die hat man in der Vergangenheit fake nur gezeichnet, jetzt muss ich wieder mal was für ihn tun. Gäuboden, Volksfest oder Wiesen? Gäuboden, Volksfest. Schießen oder erschossen werden? Schießen natürlich. Eis, Schießen oder Curling? Sag nichts falsch. Eisstock schießen natürlich. Hallo, wo haben wir denn? Arsch oder Datteln? Arsch. Habe Steak oder Wammerl? Steak. Bayern oder 60er? 60er. Diablo oder WoW? WoW. Oh, leck mir Marsch, das geht aber schnell. Ocarina of Time oder Majora's Mask? Ocarina of Time. Lieber Radler oder Sterben? Lieber Radler. Du bist der beste YouTuber, ich liebe deine Videos. Nico, ich liebe euch. Ich fühle mich seit neuestem blablabla. Was? Amerika oder Asien? Schwierig. Amerika, glaube ich. Willst du immer noch ein Bottich voll mit Hähnchenhaut? Ja. Bier oder Bier? Bier. Gustl, Hell oder Edelstoff? Gustl. 60 oder 60? 60. Gustl oder Tegernseher? Gustl. Bayern oder 60? 60. Wodka oder Bacardi? Früher Wodka, heute Bacardi. Kassspatzen oder Spätzle mit Rehbrunn? Kassspatzen. Bayern oder Hamburg? Bayern. Du bist Gesprächsthema Nummer 1 in der Feuerwehr. Schöne Grüße an die Feuerwehr. Phil spendet an 50er QAs, bevor die Nein. Zeit um ist. Nein, das jetzt bitte nicht. Dann sage ich gleich vorher ab schon mal, wenn nochmal jemand einen 50er herhaut, schalte die kommentarlos den Stream aus. Okay, ich sag nur Servus, aber ich bleib nicht noch länger da. Nein, das ist kein Ansporn dafür, dass nochmal jemand jetzt einen 50er raushaut. Das wollen wir nicht. Ich will ihn nicht, ich will den 50er nicht und ich bleibe nicht länger da. Wenn ein Max der 50er um weg ist und halber ist er schon weg, dann haben wir raus. So, haut's die Fragen aus. Ich muss weiter oben kommen, sonst kommen wir nicht weiter. Obstler oder Likör? Likör. Haching oder 60? 60. Zweitakter oder Viertakter? Viertakter, keine Ahnung, ist mir wurscht. Gummifacke oder Mumie? Gummifacke. COD oder COD2? COD. Hubert und Staller oder Tatort? Keine Ahnung, Hubert und Staller. Ich oder deine Frau? Meine Frau. Immer meine Frau. Wodka oder Schnaps?
Wodka ist Schnaps, aber egal, Schnaps. Star Wars oder Star Trek? Haben wir schon gehört, Star Wars. Dresden oder Köln? Köln. Da war früher Gamescom. Schnitzel oder Steak? Steak. WASD oder Blau-Weiße Karos? WASD. Birger, du kleiner Schuppenprinz. Was verstehe ich nicht. Ich bin quasi ein Frosch. Oder Froschschuppen, Nicke. Green Day oder Panic at the Disco? Früher Green Day, ich bin mit Green Day groß geworden, hört sich aber zu viel sehr gleich an. Ich hab mir einfach schon abgehört, weil es einfach schon uralt ist. Daher Panic at the Disco. Da bin ich momentan wirklich ein sehr großer Fanboy davon. Gummifacki oder Hammer? Dann wieder ein Hammer, weil ein Hammer viel mehr spritzt. Haha, er hat Spritz gesagt. Abo oder Like? Abo. My Little Ponies oder Teletubbies? My Little Pony. Ich hab Teletubbies eigentlich immer behindert gefunden. Veganes Eis oder Tofu? Veganes Eis. Weil Tofu, wer Tofu frisst, Alter, der hat keinen Bock mehr zum Leben. Vollmond oder Sonne? Vollmond. Zipfel eine oder Zipfel aussehen? Zipfel eine, auf alle Fälle eine. Bier oder Bier? Bier. Sitzen oder stehen? Sitzen. Vegan oder Radler? Radler. Ich hab nichts gegen das Radler, das habt ihr ja noch nicht gespannt, gell? Leberkäse mit Ketchup oder Sterben? Da ist dann wirklich kurz vor Sterben. Zirbe oder Nusserle? Weiß ich nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was ein Zirbe ist oder ein Nusserle. Oder ich denke gerade an was Falsches. Wenn ein Preisen Armee vor deiner Tür stehen, da hat's er noch an Kisten Radler ist oder alle da schießen? Beides. Bulldog oder Sportwagen? Sportwagen. Kondom oder Pille? Pille. Radler oder Leberkasse mit Ketchup? Radler. Vollbart oder Milchbur? Schaust du zu? Hast du ein Bettel? Vollbart natürlich. Glücksbärchen oder Gummibärenbande? Oh, da bin ich streng. Ist das schwierig? Fakt, ist schwierig. Ich glaube Glücksbärchis. Ich möchte ein Glücksbärchi sein. Audi oder BMW? Da sage ich immer Fiat. Ringelstädter. Disch oder Stui? Stui. Erdbeer oder Schoko? Schoko. Ich bin ganz furchtbar krasser Schokoladen- und Milcheis-Fetischist. Langbrei oder Augustiner? Augustiner. Weiße oder Wiener? Weißwürst. Weißwürst. Itch oder Amsterdam? Itch, ganz klar Itch. Itch ist das Lied, warum ich Nothing But Thieves so sehr liebe. Das beste Lied von Jana, wenn du mich fragst. Vegan oder Radler? Radler natürlich. Maifest oder Oktoberfest? Gar keins von denen. Aus Einien, so heißt ja. Einien, weiß ich nicht. Deutschland oder Österreich? Österreich. DuckTales oder Duckwing Duck? DuckTales. DuckTales. Dicht und ergreifend oder Bibo? Ganz klar Bibo. Dir oder Loch in der Wand? Loch in der Wand. Metallica oder Linkin Park? Linkin Park. Braun oder Grea? Grea. Fans oder Gorsmos? Fans. Spezi oder Gabes Limo? Spezi. Porsche oder Ferrari? Porsche. McDonald's oder Burger King? Ganz klar Burger King. Almdudler oder normales Spezi? Almdudler. Ein normaler Spezi ist ja nicht gut. Nur der Paulaner Spezi ist geil. Rolf oder Gustav? Gustav. Bru Österreich. Was? Bru Österreich. Bru. Wenn dein Brain bricht, kaufst du eine neue oder büchst das zusammen? Mein Brain ist hinten schon gebrochen. Ich kauf mir keine neue, ich büchse aber auch nicht zusammen. Fuffis in den Club oder blöd schauen? Fuffis in den Club. Cola oder Pepsi? Cola. Nürnberger oder Thüringer? Nürnberger. Dicht und ergreifend oder die schon wieder? Ich kenne die schon wieder nicht, aber die schon wieder. Audi oder BMW? Um die Frage mal real zu beantworten, BMW. Die schon wieder, haben wir schon gehört. Graf Ignaz oder Becks? Oh lecker, Graf Ignaz habe ich noch nie gesoffen, keine Ahnung. Ein Becks habe ich gesoffen, Schande über mein Haupt, ja. Jeder hat schon mal Becks gesoffen, braucht man kann was anderes verzeihen, weil es auf die Festivals zum Beispiel nur Becks zum Saufen gibt. Kann ich nicht sagen. Pest oder Cholera? Katja oder Gorsmos? Wer ist denn Katja? Meinst du krasse Witze? Sau viel lieber mein Leben lang Gorsmos. Capital oder UFO 361? Weiß ich nicht, was du meinst. Bierschieß oder Bierzipfe? Bierschieß. Flötzinger Spezi oder Paulaner? Paulaner. Flötzinger, bin ich mir nicht sicher, ob das der ist, den ich auch gerade meine, ist auch gut. Freunde oder Familie? Bei mir ist Familie eher immer schon mein ganzes Leben lang relativ nebensächlich gewesen. Also so ein familiäres Dasein, das existiert bei mir nicht. Darum Freunde. Haben Pinguine Ellbogen? Ja. Hacksbrecher oder Armbrecher? Hacksbrecher, weil wenn man den Arm bricht, dann kann ich vielleicht nicht mehr zocken, wenn da ein riesen Gips drauf ist, das war nix. Ein Tesla oder ein i3? Boah, keine Ahnung, ein i3.
Schule oder Arbeit? Ganz klar Schule, Leute. Gefreut euch, wenn ihr noch in der Schule seid. Geile Zeit. Nein, Flötzinger und Auer Spezi aus Rosenheim sind viel geiler als Paulaner. Niemals. Never ever. Machst du How to Deutsch Rap? Das bin ich noch nie gefragt worden. Weiß ich nicht. Wenn sie da was drüber machen lässt, wenn die Zeit reif dafür ist, vielleicht. Guten Abend, der Zentralrat der Preißen lässt grüßen. Der Blackswill. Der Blackswill ist der Vorstand der Preißen und hat die Aufenthaltsgenehmigung bei mir da herin. Royal Blood oder Alter Bridge? Ganz klar. Oh, das ist doch eine schwierige Frage. Royal Blood ist gescheit geil und Alter Bridge ist auch gescheit geil. Aber ich glaube Alter Bridge. Weil der Miles Kennedy einfach so fernab von allem Gut und Böse singen kann, dass es ganz aus ist. Zocken oder Sport? Zocken natürlich. Hallo, schau ich aus, als da die Sport machen. Wo haben wir Blasmusik oder Rap? Rap. Haxen oder Botzen? Botzen. Fint oder Deiz? Lanz. Eicher oder international? Lanz. Keine Ahnung. Herrn oder Seng? Herrn. Weil der Fantasie, die du in deinem Kopf sägst, keine Grenzen gesetzt sind. Hackelberger oder Wolferstädter? Hackelberger. Gorsmaß oder Russ? Beides, aber ich glaube Gorsmaß. Smoker oder Rostgrill? Ich smoke nur. Ich grill nicht mehr normal, ich smoke nur noch. Fortnite oder Black Ops? Ich hasse beide, aber Black Ops. Zipfelpilz oder Eierwarze? Eierwarze, weil mit der kann man zur Not noch fegeln. Wenn's der Schlampen nicht auffällt. So, Bieber oder Liquid? Also wenn ich so direkt gefragt werde, dann ist der Liquid der etwas anspruchsvollere Rapper, aber der Bieber oder Griebiger nicht, deswegen mag ich einen Bierbau lieber. Word oder Excel? Excel. Excel oder Voldi? Keine Ahnung. Excel, glaube ich. Jo, hast ja Speckpack. Was? Jo, hast ja ein Speckpack. Ja, Speckpack. Speckpack, also nix Sport. Sport am Arsch. Kübelwagen oder Käfer? Der gute alte Kübelwagen. Aus Kruppstahl muss es sein. International ist geil, aber nichts gegen Lanz. Ich hab doch keine Ahnung. Kfz-Mechatroniker oder Landwirtschaft-Mechatroniker? Wo ist der Unterschied, Alter? Was weiß ich? Was sagst du am lieben? Momentan freue ich mich sehr auf World of Warcraft. Aufs neue Addon. Flötzinger und Auer sind einfach geiler. Gut. Dann saufst du deinen Flötzinger und dein Auer und ich sauf meinen Paulaner und alle sind wir friedlich. Und währenddessen geben wir uns ein High Five. So, Vollbeat oder ACDC? Ich mag beide nicht sehr gern, muss ich sagen, aber eher noch Vollbeat. Was will man mit einem Sickpack, wenn man ein ganzes Fass haben kann? Ja, sagst du das? Sogar der Blackswill weiß das. Motorrad oder Fahrrad? Fahrrad. Sprudelwasser oder Stilz? Mildes Sprudelwasser. Apple oder Samsung? Ganz klar Samsung. Ich hasse Apple. Kasten oder Fassel? Kasten. Immer Kasten. Außer es ist ein frisch zapfbares Holzfassel von der Brauerei vor Ort. Dann ein Fassel. Augustiner oder Hackelberger? Augustiner. Playstation oder Xbox oder PC? Ganz klar PC. Eicher oder Kramer? Mühe oder Zehen? Preiswurst oder Steam? Was? Hab ich nicht verstanden. Österreich oder Bayern? Bayern. Leider, tut mir leid, aber ihr habt meine Lieblingsnachbarn. Bussi aufs Bauch hin. Zündab oder Puch? Keine Ahnung, ich glaube Zündab. Scheißen oder Preisen? Scheißen. Arm oder reich? Nein, beides ist hat Vor- und Nachteile. Aber lieber reich, glaube ich. Wurstwasser oder saures Lingel? Saures Lingel. Könntest mal einen Stammtisch mit den ASH Austrian Superheroes machen, wenn dir der Trachtmann gefällt? Ja, nö. Ich bin weg, kauf dir eine Klimaanlage. Da, Lenny! Vergelt's Gott für deine Donations an diesem wunderschönen Tag. Und Klimaanlage wird kommen. Mir rinnt überall Zoss, aber das ist unfassbar. Aber gut, hilft nicht. Was tut man nicht alles? So, langsam aber sicher fällt der 50er von Max aus dem Spiel. Dann machen wir uns langsam aber sicher mal ready, weil ich nämlich jetzt dann fort muss. Das ganze Haus riecht schon nach Essen. Also ich habe Hunger wie Sau. Nike oder Adidas? Nike. Mittlerweile Nike. Disco oder Bar? Bar. Bart oder YouTube? Was ist das für ein Vergleich? Bart. Kommst halt auf Töten? Nein, ich bin jetzt selber unterwegs. Und Bier oder Schnaps? Bier. Ja, obwohl, wenn man jetzt eine gut gemischte Captain Morgan Spice Gold mit Cola und ein Schüsschen Zitronenspeitel als Schnaps zählt, dann Schnaps.
The Walking Dead oder Game of Thrones? Mittlerweile Game of Thrones, weil The Walking Dead die letzten 2 Staffeln nur Kacke war. Der Mr. Rinks! Habe die Ehre zurück, Bruder! Vergelt's gut für deinen Zwickel. Jetzt hört's bitte auf zum Donaten, weil ich mich jetzt dann schleich. Ja? Ich mache mir jetzt halt langsam, aber sicher mal mehr auf dem Weg. Ein Max der 50er ist gleich fort. Ich glaube, dass da 5 Minuten sein oder so. Ja, in diesem Sinne, was gibt's zum Sagen? War ein lustiger Stream heute wieder mal und ich glaube, dass sie meine Vermutung bestätigt hat, dass so ab 4 Uhr Nachmittag viel mehr Leute Zeit haben und vorbeischauen, als das um 2 Uhr Nachmittag der Fall ist. Und deswegen wird auch der nächste Stream nächsten Freitag um 4 Uhr, um 16 Uhr stattfinden und wieder bis ungefähr 6 Uhr, vielleicht sind wir irgendwann zwischen 6 Uhr und 7 Uhr hören wir dann auf. Und wo ist das eh? Vikings oder Rick und Morty? Ganz klar Rick und Morty, weil es die lustigste Serie ist seit langem. Ja, ansonsten, wie immer, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank für jede einzelne Donation, die ihr heute da lassen habt. Richtig heftig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Special Thanks an Max. Der hat einen 50er eingelegt und noch 100.000 andere Donations. Da muss ich direkt nachher nachschauen, wie viel das war. Ich weiß gar nicht, wie ich da was Gutes tue. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Bitte lasst das. Ja, und ansonsten war lustig, war mir eine Freude, dass so viele Leute da waren, hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, der Stream bleibt online, weil wir haben ja das bayerische Rundfunkvideo angeschaut. Wen da wieder Mr. Rinks Habe die Ehre. Habe die Ehre zurück an den Herrn Rinks. Vergesst gerade für deinen Zwickel, beziehungsweise jetzt für deine 4 Euro schon. Und es tut mir natürlich leid, wenn Leute so später reden. Der DNC Murra auch noch. Hört auf. Scheim FOM Pinguin oder Ellabong Woda Fliang. Ellabong von der Fliang. Mr. DNC Murra, merci für deine 2,29 Euro. Jetzt bitte schon jetzt auf zum Donaten, weil sonst kriege ich erst recht ein schlechtes Gewissen. So kurz bevor ich mich dann verabschiede. Es war saumäßig lustig. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Es ist so schönes Wetter draußen. Plant euch gefälligst aussehen, lasst ein paar Freunde, grillt ein wenig, sauft ein paar halbe und habt einen Spaß. Es war mir wie meine Ehre. Ja, was gibt's jetzt so zum Song? Nix. Jetzt sitzen wir einfach hier und warten, bis der Max sein 50er da oben abgelaufen ist. Und zwar so. Das ist irgendwie, ist das falsch. Ach, ich weiß es auch nicht. Naja, auf alle Fälle, wir sehen uns nächste Woche. Ja, wohl bis zum Stream sehen wir uns wahrscheinlich noch nicht mit dem Video. Also das nächste Video kommt nicht unter der Woche, sondern wahrscheinlich am Wochenende, weil ich versuche, so einen 1,5 Wochen Rhythmus einzuhalten. Und ja, tja, dann sage ich ein letztes Mal, vergelt's Gott für alle Donations. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support und ja. Tja. Verabschieden wir uns doch mit einem geistreichen Kommentar vom Bavaria Brothers mit Mr. Max, Ruhe ist jetzt. Jetzt ist er voll. Fatal Error. Ich hätte gern so einen Knopf, wo dann Bürgerechse stürzt ab draufkommt. Jetzt wollte ich mich verabschieden mit einem super geistreichen Kommentar vom Bavaria Brother. Aber die Hälfte sowieso nicht, dann ist er halt weg, der Kommentar, dann hilft's nicht. Ja. I heart Knierschein. Ich muss ja einen Chris fragen, ob er mal einen Flirn zeichnet. Vielleicht macht das, schauen wir mal. So, ich verabschiede mich jetzt. Haut euch ein, ihr habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder zur selben Zeit um 16 Uhr am Freitagnachmittag. Bis dann. Und unter der Woche kommen wir ins Discord, versprochen. Haut euch eine.